So, drück mal auf. Drück mal auf. Drück mal den Startbutton jetzt zum letzten Mal in 2024. Schon her, damit ich 5 Sekunden vor dem Timmy Boy da bin. Mir nichts passieren kann. Kriegst du nicht daheim? Ich habe keine Ahnung, ob du das schon hörst, aber ich denke schon. Sagst 5 Sekunden vor dem Timmy Boy da bin. Schon her, der YouTube-Sepp ist heute auch mehr einigermaßen zeitig am Start. Da schaust du hin. Hobby! It's a me! Letzter Stream! 20 Uhr. Havedere Meister IHEDEIG Dono Verbot des so ein kleines Dankeschön für das Jahr sei es ist jedes Mal wieder ein Highlight JEDN Montag und Mittwoch Nein, nimm's nicht einfach und gib mir Ruhe. Wenn's so weit ist, dass ich irgendwann sage, ja okay, merci, habe ich dir. Wenn da dreistellig steht, dann ist es halt einfach gut. Maxi, ich weiß nicht, für was dich du bedankst, Alter. Weiß ich nicht, hast du schon mit zusammengerechnet? Nein, du es nicht. Hab ich ehrlich gesagt auch nicht, ich sag's, was ist, weil ich mag's gar nicht wissen. Maxi, merci! Ja, du hast eigentlich Donation-Verbot. Es scheint dir scheißegal zu sein. Maxi, merci. Timmy Boy, kriegst du dir daheim. Kuss auf die Nuss. Hab ich dir erstmal miteinander. Lauteres Popo-Männer Cinnamon. Merci für 14 Monate. Völlig wasted nach der Weihnachtsfeier. Dann war's eine gute Weihnachtsfeier. Du hast wenigstens einen Arbeitskollegen zusammengehauen. Wenn nicht, dann war's keine gescheite Weihnachtsfeier. Link Mike, 69 Monate. Nice. Halbdritt Birger, nach dem Urlaub bringe ich endlich die 70 Monate zusammen. Geile Zeit, oft geht's weiter. Sicherlich geht's so. Was hat man sonst am Montag und Mittwoch? Was ist hier am Montag und Mittwoch auf Nacht was anderes zum Tor hätten? Merci dir, Timmy Boy, merci für 26 Monate. Marvin, merci für 20 Monate. Oh Gott, jetzt kommt der Sprenge mit dem Euro. Jahresabschluss. Wenn Onkel Werner bei der Weihnachtsfeier damit konfrontiert wird, ob er wirklich Liebesbeziehungen innerhalb der Familie hat, kommt nur die Antwort: mitnichten. Sprenge, merci dir. Leid, Schluss. Schluss. Das ist kein Donation-Stream, sitzen wir halt einfach einmal gemütlich da und schmerzen wir über keine Ahnung, was wir schmerzen. Luis! Bin auch da! Sei so ein Luis! Merci, aber es ist 2. Herr Kratzer, merci für den Zwiegel. So, Weihnachtsgeld gibt's. Merci! Mein Mike, merci! Feierst down! Schluss! Der Birger auf einen geilen Stream. An geilen Stream, das ist als Weihnachtsgeld passt so groß. Passt so! Schön, ich zurück, ich sag das. Du hast da sonst noch nichts reingeworfen. Nein. Leute, Dankeschön, ist gut, please. Chillen wir heute mal. Kriegen wir das hin? Heute ist Weihnachtsfeier, Blätschmerz. Sitzen wir, wie jedes Mal, wenn wir Blätschmerz machen, frage ich mich am Anfang in den ersten 5 Minuten, was zur Hölle der wir mir da jetzt mit 2 Stunden lang? Dann macht's so. Und dann ist safe. Und dann bin ich verwirrt. Ohne kann auch nicht mehr für 20 Monate. Darion! Da war Ike! Herr Darian! Welcome to the squad. Ab in den Chat, habe die Ehre an den Darian, wenn ich mitmache, diese Kackfrisur. Timmy Boy, Birger, wir hatten einen Deal. Liest du das vor oder soll ich vorlesen lassen? Schluss, wir haben überhaupt keinen Deal. Wann hast du das wieder ausdenkt? Während der Stream aus war. HDRRT, schöner Weihnacht DN und an guten Rutsch. Herr Sesselsepp! Das wünsche ich Ihnen auch. Und dem ganzen Rest natürlich auch. Mal schauen, wer dieses Jahr die... Nein, das lese ich jetzt nicht fertig vor. Und 5 Minuten später waren es 10 geworden. Ja, genau. Das ist jetzt mal das Gleiche. Quacksalbchen. Vom Kubala haben wir schon lange nichts mehr gehört. Das stimmt. Ja, aber sagen wir es lieber nicht, weil sonst kommt die Kreide wieder aus seinem Loch. Herr Mieler-Mausi, das macht, glaube ich, kein Typ dieser Welt. Außer er im Strahl der Regenbogen aus dem Arschloch. Ungefragt. Nennt sich Herr Mieler-Mausi. Niemand. Habe dritt miteinander auf einen schönen Weihnachtsstream, ein bisschen gemütlich zusammenhocken. Euch alle eine schöne Weihnachtszeit und tolle Geschenke. Möge es Playstations und Xboxen von mir ringen, sag ich dir mal immer. Franz! Der Tempel des Todes sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Was ist der Tempel des Todes? Was vor Lachen auf dem Boden wälzen. Verstehe ich nicht. Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Hast du schon wieder 15 Glühwein in der Futzen? Lass dir. Muss er schreiben, 1000 Euro nächstes Jahr oder nicht? Ich glaube, nein, Schluss, aus. Link Mike, merci dir. Was ich ganz vergessen habe, ich wünsche dir gerade einen schönen Urlaub. Bin dann einmal da. Haben wir schon. Was soll ich machen? So, jetzt passt es mir an. Irgendein Geschubster hat vor dem Stream da schon wieder einen 20er geschissen, das muss ich vorlesen.
Das ist nämlich, der ist nämlich... Schnauze jetzt! Das Notfall-Meldesignal ist das. Herr Neimer! Habe die Ehre. Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. So, Schluss jetzt. Pass auf. Der Fridolin. Obacht. Hat nämlich einer geschissen. Der ist nämlich nur im Nachschau-Squad verfügbar. Da ist aber meistens verfügbar, wenn es der Fridolin ist, der immer fleißig drunter kommentiert. Heute Papa einer wundervollen Franziska geworden. Haben wir wirklich den ersten, der in dieser Community seine Tochter Franziska nennt. Damit habe ich es durchgespielt. Kann ich gehen. Bis dann. Tschüss. Dich und Aschens Weihnachtsfest. Merci! Leute, Schluss jetzt, please. Wann ist es 10 noch endlich, damit ich es ausschalten kann? Damit ich, machen wir ausnahmsweise mal Donation Sounds nach 5 Minuten aus. Was hält man da davon? Zack, schön, ja? Und schon sind sie aus. Tobi, merci dir. Pass auf, darum ein Vor-Donate-Squad und Nachschau-Squad. Und ich weiß, es ist zu viel, aber Schnauze, sonst Beule. Merci, du geiler Hund. Meine Damen und Herren, das gilt auch für den Fridolin. Niemand braucht sich bei mir bedanken. Timmy Boy, ja, jetzt hast du es verkackt, ich kann es leider nicht vorgelesen, ehrlich. Ich schicke dir einen Clip, wo du es gesagt hast. Du, ich sag fein, wenn der Tag lang ist. Tobi, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Stefan, merci dir. Der was endlich wieder ein gescheiter Stream. Auch wenn er am falschen Tag und zur falschen Zeit ist. Das weiß ich eh. Mach ich absichtlich, damit du was zum Prüfen hast. Mr. Bierman! Haxel ready, Bier ready, Jahresmerch ready, Bier ready, let's go, Weihnachtsfeier! Wie geht's dann im PoE? Hat's schon gefunkt? Also ich liebe den Moment, wenn die Leute ein Licht aufgeht. Aber das Licht geht auch wieder aus. Sag ich dir, was es ist. Können wir uns vielleicht auch darüber unterhalten. So. Mittlerweile habe ich wirklich sehr viele Stunden in dem Spiel und sehr viel Zeit im Endgame verbracht. Und es ist ein bisschen. Schaut nach viel aus, ist es aber gar nicht. Ein bisschen schwierig. Waren die PoE 2 Suchte? Oder haben wir wieder Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten, dass wir nach 20 Minuten. nach 20 Stunden wieder sagen, ja, okay, schon wieder gut. Biermann, mehr sehr, gerade mehr für den Euro. Was sagst du denn zu Hellblade? Hey, Gott sei Dank, das kam aus dem Nichts. Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Hellblade 1 und 2 waren beide grandios. Nur das Ende vom 2 war scheiße. Scheiße unspektakulär, sagen wir es so. Herr Abak, mehr für den Resub. Herr Gina, mehr für den Isaac. Mike, mehr für den 5er. Franz, mehr für den 10er. Miller Mausi, Sesselsepp, Timmy Boy, merci, Rest, merci, hoffe ich hab keinen. Was ist denn jetzt wieder? Warum, was ist denn, Leute, ich bin jetzt dann 2 Wochen nicht da! Ich weiß, das sind dann wieder die Leute, die machen da Mitgliedschaft einer, freuen sich und denken sich, ja, geile Scheiße eigentlich, da kriegst du ein bisschen an Support, da schau hin. Ja, wie jetzt 2 Wochen kein Stream nicht da, der Vollidiot. Und kündigen wieder. Herr Birnbaumbeidler! Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe ich Ihre Birnbaumbeidler. Ja, wenn ihr mitmacht, Kackfrisur-Nudel. Dankeschön, Kinder. Schluss jetzt mit Donates. Unterhalten wir uns einmal mit einem normalen Chat. Wir waren das. Please. Da der Burg schreibt was. Hex, Level 44, Mini im Bild. Schon langsam wird's zack. Eigentlich, ja, ich weiß, Midgame ist das Schwierigste in PoE 2, finde ich. So der erste Akt 2, erste Akt 3, da ist die Kurve sehr steil. Also die Schwierigkeitsstufe zieht nochmal gescheit an. Da wenn du aber rauskommst, spielt sich der zweite Durchgang, spielt sich dann ziemlich einfach. Da ist der Fridolin! Der Unterschied ist, dass meine Franziska eine waschechte Österreicherin ist und keine vegane Mit-40erin. Okay. Lassen wir das durchgehen, dass da hinten kein R nicht ist. Allerdings wundert es mich, dass noch keiner seine Tochter Franziska mit 13 R hinten wirklich einen Ausweis eingeschrieben hat. Fridolin, merci dir. Und gratuliere natürlich. Bora Bayer, merci für den Resub. So, hat der Elon Musk PoE 2 nicht im Flugzeug gespielt? Ich bin mir nicht. Also, jetzt habe ich auch gesehen, dass der Elon Musk, ja, der Elon Musk, es gibt nur einen, hat auf X, ich glaube auf X gestreamt, also er hat auf alle Fälle gestreamt, ich weiß noch nicht genau wo. Wie er irgendeinen bestimmten, was für einen Boss macht er? Ich glaube den Chaos-Tempel-Boss macht er. Und schafft dann, oder was der Monolith-Boss, also der ganz letzte, ich bin mir nicht sicher, auf alle Fälle stirbt er. Und er hat sich aber gar nicht so schlecht geschlagen. Der Mann ist übrigens Rangliste Nummer 1 in Diablo 4. Aber jetzt sage ich dir was, ich glaube nicht, dass er das selber gespielt hat. Wann zur verfickten Hölle hätten der die Zeit dafür?
dass der da mal schnell 50, 60, 80, egal wie gut das du bist, bis du an dem Punkt bist, brauchst du 50, 60 Stunden. Ich glaub's ihm nicht. Da hat er irgendjemand da, nimm mal 1 Million Spey. Und dann schaut man auf wechselnden Dinger und dann lass mich krass ausschauen. Und dann pimmelt er beim Boss umeinander, als hätte er bestimmte Mechaniken noch nie gesehen. An was stirbt dann? Also, das sind so. Und die hat jeder, der Akt 1 bis 3 gespielt hat, hat diese Mechanik schon mal gesehen. Es ist ein Flächending. Also, es ist eine Fläche, die baut sich auf. Und du sagst ganz genau, wenn ich jetzt in dem Kreis drin stehe, kriege ich keinen Schaden. Und außen rundum zerreißt alles. Und da stirbt er halt dran. Weil er nicht weiß, dass die Mechanik so ist. Und das glaube ich ihm nicht. Nein, das glaube ich ihm nicht. Nein. Als First Lady der USA oder du viel 10 Neues! Oh. Snoopy, merci für 19 Monate. Habe ich Dienst miteinander, habe ich dir jetzt zurück. Leon, 24, merci dir. Frohe Weihnachten aus Österreich. Frohe Weihnachten zurück aus Niederbayern nach Österreich. So, ploppt da eigentlich nichts mehr auf oder ist da doch? Passt schon. Oder habe ich bloß wieder. Der Olaf Scholz, 121222, Philipp, der. Was? Und seit Christmas Rack Attack Ritz FCC an die Französischen. Was zur Hölle? Also, hat sie besoffen oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht mehr zu dir. Also, wenn sie die Zeit nicht nehmen kann, wer dann? Der Mann ist Geschäftsführer von 3 riesendrum Firmen. Ich glaube kaum, dass der 100 Stunden Zeit hat, PoE zum Suchten. Weiß es nicht. Deswegen glaube ich es ihm irgendwie nicht. Glaube ich ihm nicht. Ich hätte gern den Progress, dann kann das ja auch streamen. Den Progress bis dahin und das hat er halt nicht da. Verstehe die Frage nicht, Birger. Ja, das ist generell. Mein ganzes Leben besteht aus, ich verstehe die Frage nicht. Indie-Game ist geil. Du meinst das Indiana Jones Game. Das stimmt. Macht Spaß. Wird schwierig, da nicht weiter zum Spielen in die nächsten 2 Wochen, wenn ich Urlaub habe. Das wird schwierig. Vielleicht mache ich die Nebenquest, die noch übrig ist und suche noch ein bisschen Zeit umeinander oder so, aber sonst werde ich natürlich nichts da, weil das ist ein schönes Spiel für den Stream. So wie das ist. Herr Bauer! Welcher der ersten 3 Indie-Filme ist der beste, der dritte? Der bußfertige Mann wird, oder bußfertige oder bußwürdige? Verdammt! Jehova schreibt man im Hebräischen mit I oder irgendwie so. Verdammt, ich muss die Filme wieder anschauen. Aber der dritte hat mir immer am besten gefallen. Auch als Kind. Gab es mehrere Speicherplätze bei Indie? Ja, aber ich mag ja nicht, also ich speichere ja nicht vor Roh und dann tue ich so bei euch so, als hätte ich es noch nicht gesehen, das ist ja auch Blödsinn. Animal Sound, Namen zusammen, bin zu spät. POA 2 hat mich voll abgeholt. Du meinst aber wahrscheinlich POE eher. Einen schönen Gruß aus Hessen an alle. Path of Exile 2 haben mehrere Leute abgeholt. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wo es euch, Animal Sound schreibt, POE 2, sorry, nichts passiert, haben wir schon gedacht. Ich habe kurz überlegt, so, POA, was kann das gleich wieder sein? Nichts eingefallen, muss POE sein. Das Endgame ist schwierig. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen schon bei den 15er Maps. Das ist, glaube ich, das Höchste, was es gibt. Ich habe selber noch nicht einmal nachgeschaut. Mittlerweile habe ich sehr viele Items gehandelt und getradet. Wieso bin ich jetzt nicht mehr eingeloggt? Was ist denn das für ein Blödsinn? Jetzt muss ich ganz kurz was schauen, bevor ich einen Scheiß erzähle. Waystone Tier, es gibt tatsächlich 16er Keys. Tatsächlich. Es gibt tatsächlich 16er Waystones. 3500 sind im. Was kostet da einer? 3 Chaos Orb, okay. Waystone 15. Schauen wir mal, da haben wir über 10.000 Matches, ja. Ich habe noch keinen 16er Kine gesehen. Und ich glaube, 100 ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, wie ich es vorher im Discord einmal geschrieben habe, aber 50 leicht, 50, 60 mindestens, habe ich 15er Keys gemacht und noch nicht einen einzigen 16er Key droppen sehen. Das ist das höchste Level, was es gibt. Vielleicht, weil da zum Beispiel Olivia gerade schreibt, ich verstehe nur Bahnhof. Level 15er Maps am Schluss im Endgame laufen ist so das höchste, was du durchschnittlich machen kannst. Anscheinend ist Level 16 das höchste. Jetzt erklärt sich für mich auch, wie ich den verdammten Boss über Level 82 kriege, damit ich seine Dinger kriege, seine Skillpunkte. Egal, das ist alles, die meisten haben noch nicht einmal im Endgame und wenn, dann, ja.
Du musst einen 15er corrupten, dann wieder ein 16er. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, wenn man 15er Keys einen Wahlorb drauf wirft, also corrupted, dass er dann 16 werden kann. Die Frage ist, wie oft passiert das? Aber gut, muss ich in Zukunft meine 15er Keys alle corrupten, nicht bloß ein Teil. Naja, gut. Ja, das erklärt einiges. Clip ist im Gaming-Schmerz. Ich habe jetzt keine Zeit zum Moschen, Timmy Boy, Ruhe sitz. Ich ändere meine Meinung. Wir haben keinen Deal. Aus. Da kann er mit meinem Level 5 schützen, ganz easy rein, oder? Ja. Bin mittlerweile Level 91. Und ich finde einfach im Endgame es ist die Bestrafung, wenn du stirbst, ist zu heftig. Für das, dass das Spiel an sich schon so schwer ist. Ich habe nichts dagegen, dass das Spiel so schwer ist. Ja, aber wenn das Spiel so schwer ist, dann darf die Bestrafung nicht nur schlimmer sein wie das schwere Spiel. Du kriegst einen Vogel. Dein Kartensteuer ist weg. Die ganzen Attribute auf der Karten, auf der Note sind weg. Boss, Rift, Delirium, was auch immer, was es gibt. Die Currencies, die du in die Karten reingeschmissen hast, sind weg und du verlierst 15% von deiner XP. Du kannst, es kommt nämlich immer wieder mal die Frage, du kannst kein Level verlieren, aber du kannst da wieder auf, ich bin jetzt Level 91, ich bin so bei 40% ungefähr, 40-50% bis zum nächsten Level und da speist echt eine Zeit lang hin für 10-20% XP und wenn das dann in einer Sekunde, haben 2 Stunden Progress weg. Du verlierst sogar Geld, ja genau. Das ist absolut richtig. und das ist halt, ich traue mich dann so ab 40-50% XP, traue ich mich dann nicht mehr krasse Maps zu machen, weil ich denke, ich mag jetzt nicht sterben und dann pimmel die in die kleinen Kack-Maps umeinander, bis ich das nächste Level habe. Ja, ich weiß es auch nicht. Wollte damit Dankeschön sagen, deine Streams sind, wenn ich es schaffe, immer gut zum Anschauen. Auf dem Weg schöne Weihnachten und bleib so wie es bis Bürger. Flo! Ich arbeite dran. Stolzer Löwensepp, Kuss auf die Nuss, merci die habe die Ehre Bürger. Was ist der Lieblingsfilm von Indiana? Hab gerade meine Blu-Rays gefunden. Indiana, Rocky und Bud Spencer und Ohrwurm Indiana Titelmusik. Das bin ich doch gerade gefragt worden, glaube ich. Aber mir gefällt der letzte Kreuzzug am besten. Das ist der dritte mit dem Sean Connery. Da hat der Bernie Crusade hat gerade was geschrieben. Sean Connery und Harrison Ford waren Beste. Mittlerweile ist Harrison Ford 82 Jahre alt. Das ist richtig heftig. Du musst auch mal überlegen, jetzt schauen wir mal direkt nach. Indiana Jones Release. Oder was? Erster Film 1981. Dieser Film ist 44 Jahre alt, einer. Der erste Indiana Jones ist 44 Jahre alt. Das ist insane. Das ist insane. Das ist... Verhindern! Für meine Verhältnisse einmal viel, aber Obacht. Für Kino zahlst du auch schon so viel und der Unterhaltungswert ist bei dir oft wesentlich höher. Gönn dir eine Kleinigkeit, danke für die Unterhaltung, schöne Weihnachten, habe dritt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist aber auch nicht so. Im Kino kriegst du also im Kino zahlst du nicht 25, ich war schon lange nicht mehr im Kino, aber im Kino zahlst du nicht 25 € pro Karten, oder? Deshalb, ich gehe einfach auch ungern ins Kino. So wie das ist. Nur Spasten drin sitzen, die das Maul nicht hätten können, egal in was für einem Film. Und je kommerzieller und besser der Film ist, desto schlimmer ist. Finde ich. Von hinten, merci dir, es hätte es nicht gebraucht, auch vom Rest nicht. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Schluss jetzt mit der Donetterei. Herr Neumeier, merci dir. Merci wird Wein, Wiederaufnahme. Schöne Grüße aus dem wunderschönen benachbarten Oberbayern, vom Landkreis Altötting, schöner Sonderurlaub und die anderen Bazin. Herr Mortel, Kuss auf die Nuss. Der Marvel Maniac schreibt, der wird nächstes Jahr 44. Ja, der Indiana Jones. Ja, dann ist er halt 43 Jahre. Ja, dann ist es nicht so schlimm. Dann geht's wieder. Kino ist für den Arsch nur der scheiß Ton. An Ton erinnert ich mich schon gar nicht. Wann war ich das letzte Mal im Kino, Alter? Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Kino war. Mit Popcorn und Getränk bist bei ca. 20, 25 Euro. Also wer natürlich Popcorn und Getränke im Kino kauft, dem ist ohnehin nicht zu helfen. Dem ist nicht zu helfen. Pro Person 15 €, Leute. 15 € kostet der Karten. Der Kenny-Kex fragt, spielen wir das neue Elden Ring als Community-Talk, wenn es rauskommt? Da kannst du mal sowas von Gift draufnehmen, das bloß noch schäbert. Jeder katholische Priester würde sich jedenfalls freuen.
Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, um was das gegangen ist, dass das zusammenpasst. Und trotzdem besser als der 5. mit dem Disney-Scheiß. Hab ihn eigentlich nicht gesehen. Doch, ich habe alle gesehen. Also, das Indiana Jones 4 ist das Allerschlimmste. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Das ist wirklich... Austrian! Aber jetzt, dass du bist, trotzdem jetzt Herz auf mit den Sorgen! Herz auf jetzt! Sackelzement! Der miteinander, Bürger hat zum Jahresabschluss nur mit Gari eskalieren. Na, es ist schon eskaliert worden, jetzt wird schon wieder eskaliert. Es eskaliert seit Sommerpause ist. Ist da irgendwas anderes auf einmal? Ich weiß nicht, was da los ist. Seitdem gibt es bloß 2- und 3-stellige Beträge. Horst Schmidt, Dankeschön! Ich wünsche dir frohe Weihnachten! Und einen guten Rutsch. Ich darf nicht so viel schreien, weil sonst bin ich wieder heiser und das bringt es die nächsten 2 Wochen überhaupt nicht. Wobei ich nicht schmerzen muss. Ich werde nur da sitzen und... Ja, bei mir baut PoE schon wieder ein bisschen ab. Gut, ich habe auch 130 Stunden drin. Da darf es auch irgendwann einmal abbauen. Vielleicht fange ich noch eine 2. Klasse an, aber mal gucken. Ich werde auf alle Fälle noch im Moment gehen und mal weiter pimmeln und dann schauen wir mal. Ein Warhammer-Projekt habe ich angefangen. In der Woche vor PoE 2. Und Zeit dort zum Schlagen. Mit dem Dreadnought habe ich angefangen. Ich muss nur noch einen Körper bemalen. Die Füße sind schon fertig, die Arme sind schon fertig. Base gefällt mir nicht, das ist noch nicht fertig, aber... Bernie schreibt, Birger, hast du mittlerweile die Game Awards nachgeschaut? Also die Game Awards selber nicht, also die ganze Veranstaltung, weil das langweilt mir, das ist genau dieselbe Scheiße wie das Oscars, who the fuck cares, was soll das? Wer grob gewonnen hat und was gewonnen worden ist, habe ich mir angeschaut und die Trailer, die gekommen sind, habe ich mir auch angeschaut. Witcher 4, dann das neue Naughty Dog Game, Elden Ring Trailer und was sonst noch was nennen wird, ist der Mafia, glaube ich, war noch was dabei. Und ansonsten war nicht recht viel Interessantes, glaube ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der MC1 Bitbullig schreibt alle Streamer so, du hast nicht fertig geschrieben, glaube ich. Darmfleisch, springe, Alter, weißt du, wie weit der weg wohnt? Wer wohnt wo? Du sitzt die jetzt mit dem Stoshi auf die Couch und holst das noch was. Na, Leute, jetzt Herz, ohne Witz, jetzt Herz auf. Bitte, ist ohne Scheiß. Und ich meine es wirklich gnadenlos ernst, wenn ich sage, seit der Sommerpause, die gefühlt vor 5 Minuten vorbei war, ist irgendwas anders. Es eskaliert, wie es lang nicht mehr eskaliert ist mit den Donations. Im Oktober war es ganz extrem und im November auch nochmal. Und wenn ich mir dann denke, so gut, jetzt gehe ich mit die Leute mit dem Scheiß da auf die Nerven, das tue ich jetzt nicht weg, weil das ein Krampf ist, und gehe mit dem Jahresmerch auf die Leute auf den Sack, dann kaufen sie den, dann wird es in der Regel im Dezember ruhiger mit Donations, weil man kann ja nicht das Geld aus alle Lecher aus feiern. Bierman, Austrian, Maxi, wie sie alle heißen, heute mein 100-Euro-Schein. Vielen Dank für die gute Gaude und super Unterhaltung, aber frohe Weihnachten und viel Spaß mit dem Weihnachtsgeld. Bierman, das ist zu viel. Der ganze Rest ist auch zu viel. Im Ernst jetzt. Weil die Leute irgendwann nur noch, es ist oft so, dann nur noch über Donations schmerzen und so weiter. Dann lassen wir halt wenigstens heute bleiben. Please. Jetzt ist der Bitbullix fertig, alle Streamer so, gib mir Geld, kauf mit meinem Code Birger so, pfallt dein scheiß Geld, ich hol's nicht. Es ist auch nicht ganz richtig. Ist auch nicht ganz richtig. Natürlich freue ich mich darüber. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Natürlich freue ich mich, das war total gelungen. Also ich komme mir schon wieder schlecht wie ein Arschloch vor, aber wenn ich jetzt als Vollgas eskalieren anfange, über was die letzten 2 Donations gerade waren, dann wird es noch schlimmer. Das lassen wir heute mal sein. Natürlich freue ich mich darüber. Aber es ist halt einfach, für mich, in meiner Welt, haben 100 Euro extrem viel Geld. Ich bin halt einfach so aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Ich muss mal, ich weiß nicht, was ich mir da eigentlich vorstelle, wenn jemand sagt, so dem fetten Trottel im Internet, dem gebe ich jetzt da 100 Euro. Ihr werdet schon wissen, was es jetzt. From the bottom of my heart! Dankeschön. Seriously, Dankeschön. Es ist ein bisschen zu krass, aber was soll ich sonst sagen? Dankeschön. Es ist utopisch. Ist utopisch. Das sind 99 V-Bucks. Was kriegt man mit denen? Was kann man mit denen kaufen? Dankeschön, Leute. Seriously. Der fette Trottel hat den Namen Rainer Winkler. Das stimmt. Was tut denn der eigentlich? Schon lange nichts mehr angeschaut. Und den anderen Trottel, dem schaue ich ja nicht zu. Sag ich, was ist? Der mit seiner selbstlosen Berichterstattung. Ja, sobald der Rainer aus dem Internet ist, dann hören wir das hier wieder auf. Ja, komisch, das ist irgendwie nicht so gelaufen. Genau wie ich es nämlich gesagt habe damals schon.
Komisch. Sucht man sich noch andere 1, 2, 3 Leute, auf die man draufhauen kann, anonym. Das kann er. Ja, ich habe ja auch noch Offi und die Welt. Da geht's dann um andere Dinge. Ja, komisch, das interessiert keine alte Sau. Vollidiot. Björn, du glaubst da, nimm mir nicht dein Maul. Danke für die super Unterhaltung. Sogar mir heute feiert dir auf dein Super 2025 und hopp, Wichsel. Gagelte Wichsel. Björn, merci dir. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Schluss jetzt! Jetzt ein Recap 2908. Was, da hat keiner. Sind alle über 18, hoffe ich, sind selbst für sich verantwortlich. Ach, darum geht's noch, ja. Meine Oma hätte wieder gesagt, 100 Euro, das sind ja 200 Mark. Ja, mittlerweile sind es 300 wahrscheinlich. Birger, kannst du mit Mafia 3 spielen? Stickt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Wongel will's wissen, ey. Ja, was tut der? Verfolgt gar keiner mehr, gell? Ist er jetzt endlich fort aus dem Internet? Ich hab keine Ahnung. Ich hänge die Breite bei Rossmann auch immer noch in DM um. Ach Gott, halt dich dein Maul. Mein Gott, spreng halt doch dein Maul. In was für Reddit-Ecken treibst du umeinander und dann gehst umeinander und schreibst dir durch eine extra, sag's wie es ist, du schreibst dir eine extra Textdatei, die heißt Sprüche oder irgendwie so. Und da steht dann diese Scheiße drin, die liest da am Tag einmal durch und sobald irgendein bestimmtes Wort oder Thema zum Vorschein kommt, Humor.txt auf dem Desktop. Screen im Discord or it didn't happen. Ja gut, die ist gleich gemacht. Aber es muss so sein, es geht nicht anders. Niemand hat ein solches Repertoire an Schwachsinn in seinem Deppenmaul und Bratzen drin, dass zu jedem Scheißdreck irgendein notdümmener Scheißdreck kommt. Heute, mir schaust du das WM auch. Bruder, der Daten ist... Na. Na, wirklich nicht. Obermoor-Exe stopped working! Servus Bier, Chris Branauer Münch, Schiene Chris zurück aus Landau oder Kackbergstadt. Obermoor mehr wird ein Zwickel. Lese ich da was von Urlaub? Ja sicher, bist du Besuch oder was? Heute ist der letzte Stream! Wir hatten Urlaub! Ich hab Urlaub. Bis 6. Januar. Und am 6. Januar sehen wir uns dann auch wieder. Gut, am 6. Januar hat jeder Feiertag noch oder auf die Nacht, da kann man sich schon mal her, okay? Und kann mir Habitiere sagen. Ed Birger, Küchen-Kochstream wann? Wo? Naja, wird's nicht geben. Wo gehört der Dreadnought dann dazu? Es wird, der gehört zu meiner. Ich habe doch das Video gemacht über How to Warmer und da habe ich doch hergezeigt, dass ich mir so eine Black Templar Box gekauft habe und da ist er drin. Also wird ein Black Templar Dreadnought. Sie, Urlaub. Können wir mal bitte darüber reden, dass in 40 Wochen schon wieder Horror-Oktober ist? In 40 Wochen? Na, da kümmert sich der Zukunftsbürger dran. Wirst schauen, wie schnell das. Was ist das? Wo ist der Dreadnought? Andi, mir ist wieder ein Zwickel! Wer läuft's mit dem OnlyFans-Account? Ja, da regnet's die Kohle. Da regnet's die Kohle. Ich muss jetzt schon lange nicht mehr arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt irgendein Preisdingsbums hinterlegt habe oder so. Dann sollte eigentlich nur Katzenfotos sein. Das war eigentlich ein richtig cooler Witz. Was gibt's denn im Hause Birger an Weihnachten zu essen? Weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich mache ich mir ein Schweiners. Selber. So, was ist? Der Mark sagt, schreibt, gibt's eigentlich schon was Neues zum Podcast? Mittlerweile wieder Lust gekriegt oder sind die anderen zwei immer noch zu blöd? Ich sag mit den anderen zwei nichts zu blöd zum Tor. Ich habe einfach keinen Bock auf den Podcast. Es ist einfach immer das Gleiche gewesen. Und das, ich weiß ganz genau, das ist nicht gut, das ist jetzt ein halbes Jahr her, wo wir aufgehört haben. Wenn wir anfangen, das dauert genau 2, 3, maximal 4 Wochen, dann sitze ich wieder genauso da und denke mir, oh Gott. Das ist nichts. Also ich denke nicht, dass der Podcast noch mal zurück in dieser Form zurückkommen wird. Und auf die andere Form habe ich keine Lust, ich sag's wie es ist. Das Neueste ist dann die Leute in Zoom-Meetings einschneiden und das ist echt Gold. Da weiß ich nicht, was du meinst damit. Knackerl wird's geben. Knackerl habe ich schon lange gemacht. Knackerl gut. Der Rombeer schreibt, Birger, ich hab dein Poster wieder gerahmt, ist im Blätschmerz, wenn du es sehen willst, um 17.44 Uhr gepostet. Ich hab's gesehen. Merci. Ich hoffe, möge es ihr zu Hause wohl schmücken. Und viel Freude damit und merci dir. Mr. Payne! Schöner Urlaub, hast du verdient, 1 Jahr geiler Content. Es ist eigentlich so lustig, dass ihr das so
hat, oder viele von euch zumindest, habe ich zumindest den Eindruck, so feiern, was wir mit deren. Und ich komme auf meiner Seite einfach nur vor, so ich sitze mir am Montag und Mittwoch daher, spiele irgendeine Scheiße, auf die, wo ich da selber Bock habe, ist schon wichtig, mach irgendeine Scheiße, labert irgendeine Scheiße, dann schreibt wieder jeder im Chat noch eine verdümmene Scheiße und alle feiern es bis in den Himmel hinauf. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, wann ich, da hätte ich hätte Lotto spielen gehen sollen, wie die ich zu dem ganzen Tag gehabt habe. Fackelknack und Weihnachten, nice. Mehrere wollen wir nicht, passt ja. Ja, ich auch nicht. Hättest mal letzte Nacht lesen müssen, dass die von gerade eben verstehst. Naja, verdammt, Hans, jetzt, ich bin zu alt zum Scrollen. Dumme Scheiße, Kreiskeks wichsen. Ja, das trifft's. Spiel mal Alien. Ist das was? Mr. Sonntag, Ruhetag. Es gibt sehr viele Alien-Spiele. Ich schätze mir ganz furchtbar schwer, du meinst Alien Isolation. Das haben wir 2015 schon gespielt. Und da habe ich auch schon gestreamt vor 3 Zuschauern. Kann man, glaube ich, auch nachholen. Ist irgendwo in den tiefsten Katakomben meines Kanals in die Livestreams unter nicht gelistet. Das Neue, was für ein Neues? Neues Alien-Spiel. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie kann das an mir vorbeigehen? Neues Alien-Spiel. Meinst du eine Nachfolge von Alien Isolation? Das ist nicht einmal angekündigt, ne? Dark Descent haben wir auch gespielt. Dark Descent habe ich jetzt nicht gemeint. Ja, weiß ich natürlich noch. War auch ein grandios Spiel. War richtig gut. War mir komplett was Neues irgendwie. Mr. Illenplane, auf das kommen wir gleich zurück. Das ist nämlich ein Thema, das mich momentan gerade interessiert. Erinnern Sie mich. Spammen Sie von mir aus auch nachher den Chat zu, wenn ich nicht drauf eingehe. Alien Isolation. Oh, da ist Playlist zu Alien Isolation sogar schon. Weihnachten gibt es Würstel. Die Frau kriegt sogar 2. Schon am Spätschi-Wirtschaft war schon saugeil. Hilft da vielleicht ein Spendenaufruf was? Nein, eher nicht. Vor 9 Jahren fix wir haben alle alt. Das ist absolut richtig. Da muss ich. Das ist mir eigentlich. Das tun wir jetzt. Warum sollten wir das nicht tun? Jetzt pass auf. Machen wir den Scheiß da mal zu. Da luren wir jetzt mal rein. Jetzt werden wir kurz nostalgisch. Pass auf. Wo gehen wir hin? So 315 Aufrufe vor 9 Jahren. Dann gehen wir jetzt da rein. Oh mein Gott, da habe ich. Oh mein Gott. Warum ist da der Ton aus? Also, wenn er wieder ausschaut, was ist denn los mit mir? Da hab ich auch hintere bunte Haare und so, ich hab noch keine Brühen, das war so. Ich muss fast ein wenig auf die Zeiten fahren, das ist ein bisschen blöd. Was hat denn der kleine Chat eigentlich für einen scheiß Schlaganfall? Das war so. Pass auf. 12, glaube ich. Und wenn ich euch jetzt zeige, wo oder wie die Tür aufgeht. Oh, ein Schlaganfall gehabt, ich weiß nicht. Ihr uns Hirn. Ihr uns Hirn. Da ist Paulinchen. Uns alle. Oh, ein Zuschauer. Ans Hirn. Sitzen wir uns in einem Sitzkreis auf, planen wir uns gegenseitig ans Hirn. Und. Was? Und ich bin ein bisschen traurig. Aber ich möchte behaupten, entweder bin ich vorher vorbeigegangen oder war es der Teufel. Und los geht's. So, da ist der Was labert denn der Typ? Bin ich Vollidiot. Ja, halt doch dein Maul an, was ist oh mein Gott, schau mir an. Da habe ich den typischen hinten zusammenbunden Scheiß-Frisuren, Scheiß-Deppen gehabt. Das war vor knapp 10 Jahren, Alter. Leck mir doch am Arsch. Ich glaube so im Oktober vor 10 Jahren ungefähr war es. Heilige Scheiße, da hab ich noch keine Brühen nicht gehabt. Das ist auch interessant. Wo diese? Link ist ein bisschen weiter oben im Chat, hat der Dampfler einer gepostet. Und da haben wir, so wacht, da schau hin, da haben wir Alien Isolation gespielt. Oh, das muss jetzt kreislig schnell gehen. Schneller. 2 Leute waren da, die Traserin, nein, der Woody und das Paulinchen. 3 waren es. Gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Ja, Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Und hörst du das im Hintergrund, oder? Hörst du dieses scheiß behinderte Geklackere im Hintergrund? Das war damals, glaube ich, eine meiner ersten Razer-mechanischen Tastaturen zum Kotzen. Zum in die Hose scheißen behindert.
nie wieder mechanische Tastaturen. A Black Widow war's, ja, war's tatsächlich. Ja, da sitzt er auch noch in der Stube. Das ist unser Wohnzimmer. Da war hinten nur die Holzwand und so, die ist mittlerweile alles weg. Wo steht da mein PC? Das muss man mir vorstellen, das war eigentlich hier ganz witzig. Da ist Birger. War da die Birgerin schon da? Also zusammen waren wir ja, aber... Ich glaube, sie war noch nicht hergezogen. Bin mir nicht sicher. War, ja, das ist auch nicht mehr der gleiche Schreibtisch, es war auch ein Riesendrum-Schreibtisch, damals aus meinem Kinderzimmer noch, war aber damals schon riesig und der ist halt vorne im Wohnzimmer gestanden. Ich habe da mehr oder weniger allein gewohnt und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann nehmen wir doch das größere Zimmer, was da ist und hocken wir uns da rein. Hanuta! Die Seitenansicht irritiert mich. Ich weiß nicht warum, weiß ich nicht, was ich mir da gedacht habe, keine Ahnung, irgendwas werde ich mir schon gedacht haben. Weiß nicht, was ich mir da dabei gedacht habe. Keine Ahnung, ist eh wurscht. Nur Dankeschön für den Reset. Fast hat er mir für 8 Monate. So, und jetzt passt zu Wort. Hat irgendjemand diese Drohnengeschichte in die USA mitgekriegt? Alien kommt morgen raus. Was? Okay, wir haben noch nicht bei denen die Aliens. Was für Alien? Wie heißt denn das? Sonntag Ruhetag, wie heißt denn das? Das heißt doch nicht einfach nur Alien! Alien! PC! Release! Alien Isolation 2015. Hoppala, 7. Oktober 2014. Puh, das ist schon wieder so alt. Aber ein kleiner Zuckerraum ist viel geiler als ein großer. Nein, das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum sie das hier beiredet. Alien Rogue Incursion. Ach, das VR-Spiel. Deswegen habe ich es. Ja, okay, habe ich schon gesehen. Pass auf. Rogue Incursion. Das ist ja Sony-exklusiv, oder? Nein, das gibt es auch für Steam. Gibt es da einen Teleport? Weil dann. Oh, 19. Dezember tatsächlich schon. Gibt es da nur VR? Unterstützung für Controller mit Bewegungsverfolgung. Kann das? Ist das ein Shooter? Schaut mich so an, als wäre das ein Shooter. Aber wie ich VR gelesen habe, habe ich halt wieder halb hergeschissen. Weiß nicht. Ich schau's mir mal an. Wenn es da die Teleport-Funktion gibt, dann kann man vielleicht mal reinschauen. Letztes Jahr haben wir ja auch so im Januar, Februar irgendwann die Idee gehabt, packen wir mal wieder die VR-Brenner aus. Das ist schon wieder ein Jahr her, es ist utopisch, Alter. Das ist utopisch. Blechbeilgesiedler, schauen wir noch mehr alte Clips von dir an, vielleicht wo Bürgerin dabei ist? Nein. Da gibt's ja bloß einen. Es gibt bloß ein Video von damals, da wo ich Bürgerin mit eingebaut habe. Und mei, da ist es auch noch jung. Da sind wir alle noch jung. Nein. Eigene Sachen anschauen, das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie komisch. Das machen wir das einmal im Jahr. Wenn im Mai, wenn Jahrestag ist, dann gibt es einmal einen Blätschmerz mit den ganzen alten Scheiße schauen, was er hier einbetzt. Und ich gebe dann meine Anekdoten dazu, falls mir noch was einfällt, was ich immer älter. Da, wo ist Fussi? Magst du das Fussi? Wo ist der Fussi? Wer ist es dann in deinem TikTok-Short? In welchem? Was? TikTok-Short? Tick-Tick-Short? Ach, du meinst du in meinem TikTok-Kruzifix? Stimmt, das ist auch Bürgerin. Das stimmt. Da kommt es auch einmal kurz vor. Das stimmt. Und einmal war es bei It Takes Two im Stream dabei und einmal mit A Way Out. Da war es, glaube ich, sogar zweimal da. Aber sie mag das nicht. Ilpen, Ufos! Du sollst es in den Chat einschreiben und nicht mit 10 Euro her, scheiß du Vogel! Merci dir! Schluss! Traumtänzerin, merci für 75 Monate. Habe ich dir, ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit. Wünsche ich dir auch, Bambi. Habe ich dir einen Tipp für alle. Steht das Carport schon. Lul, ja. Das glaubst du nicht, sogar 2. Und bei der Rüttelplatten. Stimmt, bei der Rüttelplatten kommt es auch vor. Stimmt. Das ist auch gut, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Warte, den müssen wir uns vielleicht schon mal anschauen. Habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich bloß noch daran, dass ich da einen Ton drauf habe, der so massiv war, dass ich sage, leck mir, war schon der massiv.
Weiß ich bis heute nicht, wie ich den Ton zusammenbringe. Wo ist der Scheiß? Da ist es. So. Es ist so behindert. Es ist so grenzdebil dumm, dass es spät ist. So. Lindsay, merci dir. Gibt's Bixen noch? Aus deinen Augen war ein geiles Lied? Nein, da gibt's. Also gegeben, das ist schon noch, aber mit der habe ich nichts mehr zu tun. Das war ein Flo, seine damalige Freundin. Vom Podcast Flo. Oh, schon lange. Aber so, das müssen wir uns jetzt leider schnell anschauen. Das habe ich selber auch schon lange nicht mehr gesehen. Und warte. Grüß dich. Wie soll ich dann von links? Das ist so, und darum hasse ich TikTok. Ne? Dieses Video war zusammengeschissen auf 5 Minuten. 5 Minuten, Alter. Und hat wie viele Aufrufe? Ich weiß nicht, es hat 5000 Likes, also hat es über 50.000 Aufrufe. Und deswegen hasse ich TikTok, weil du mit so einem billigen, drecksdumm, behinderten Scheißmüll so viel Reichweite generieren kannst, dass er Witz ist. Und das, keine Ahnung, da habe ich sogar noch den alten Jahresmerch von 2019 habe ich da noch. Alter, was ist, what year is it, Alter? Und der Ton war nicht gepitcht oder nachbearbeitet oder sonst irgendwas, der ist da einfach rausgekommen. Und ich werde nie vergessen, da ist Bürgerin, ist 2 Meter daneben gestanden und haben mir so zugeschaut, die hat es Vollgas zerrissen, die hat sich Vollgas die hat es Vollgas zerrissen und hat sich zusammenreißen müssen, dass man es nicht hört. Das weiß ich noch. Ich habe mich selber gewundert, du sagst es in meine Augen so ein bisschen so, wo der Ton jetzt herkommt, weiß ich nicht, aber heute nicht. Das ist so dumm. Resub-Sound, den können wir mal aufschreiben. Das ist aber gut. Auf, 80 € steht da mittlerweile schon. Wieso ist jetzt der Chat gekommen? Was ist denn das jetzt wieder? Kruzifix kann man da aktualisieren drücken und dann geht's wieder. Warte mal. Manchmal aktualisiert sich der Chat, aber nicht, wenn ich Szene. Jetzt haben wir schon, weißt schon. Jetzt pass auf. Short, Rüttel, Platte. Kommt dazu, kommt auf die Liste. So. Speichern. So, hey, Tonus seid erlaubt, komm, gibt's mir Antwort. Nein, Schluss, Auspfui. Ja, wenn's da nicht reißt, dem sein Moor ist kaputt. Ja, man kann sowas schon mal dazwischen drin machen, sowas behindert, keine Ahnung. Ich meine, das hätte ich auch nicht gemacht, ich hab's auch lustig gefunden. Aber, ja, ist ja wurscht. Also, aber wenn ich halt nur so einen Rotz produziere und mir dann irgendwas drauf einbaut, dann muss ich sagen, ja, dann bist du der TikTok-Trottel. So, Mr. Elpain, UFOs fix! Hat irgendjemand, ja, habe ich vorher schon gefragt, da haben ein paar Leute schon geschrieben, hat irgendjemand dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Flugobjekte Amerika, angefangen in New Jersey und mittlerweile an Ost- und Westküste und auch im Zentralamerika und so weiter. Das hat jemand mitgekriegt? Nein, not. How to TikTok war jetzt, gell? Hammer. Das ist Kruzifix-TikTok. Ja, hier. Was hält man da davon? Also, Sprengi hat es vorher auch schon interessant einer geschrieben, oder genau richtig einer geschrieben, besser gesagt. Da haben wirklich von 100 Videos sind 95 einfach gleich zu blöd. Alle Versatten offensichtlich, von heute auf morgen Flieger von fliegenden Objekten auseinanderzuhalten. Andere Leute sagen wieder, und es ist übrigens auch kein Schmarrnitz, also das ist nicht irgendein, da haben wir mal ein Lichterl am Himmel gesehen, so, sondern da passieren tatsächlich interessante Geschichten, die nicht so 100%ig erklärbar sind. Was hält man davon? Abstand! Und andere Leute, wie zum Beispiel der New Work, schreibt, es gibt ja Leute, die sind schwerstens davon überzeugt, das ist Project Bluebeam. Wir werden eventuell vorbereitet auf gewisse Dinge. Keine Ahnung. Am Anfang habe ich es eher lächelnd betrachtet, so, ja, mei, dann irgendwie 5 Geschockte, keine Ahnung, die fliegen mit einer Drohne umeinander, passt schon. Aber mit den Teilen basieren dann auch komische Sachen. Sag ich dir, was ist. So, das sind Pilotenaufnahmen, ja, das ist nicht einfach irgendein dahergelaufener Vollidiot, der nicht unterscheiden kann, was ein Flieger und eine Drohne ist. Die beschreiben Drohnen, die haben SUV groß, also so groß wie ein Auto. Und keine Flieger. Und mittlerweile haben wir so weit, dass da Dreiecke beschrieben werden und so weiter. Das Einzige, was ich da ein bisschen komisch finde, ist, wieso fliegen die in der Nacht rum?
Also gut, das finde ich nicht komisch, weil da ist halt nun mal finster, da wird man nicht so gesehen. Aber warum schalte ich dann meine Blinklichter und so einen Scheiß ein? Und das sagt mir eigentlich, ja, die sind von uns Baudrohnen. Ja, also es ist nicht irgendein außerirdischen Scheiß oder sonst irgendwas, da glaube ich eher nicht dran. Allerdings gibt es ein Video von so einem Pilotentypen, der die Orbs, ja, also Lichter im Himmel filmt und hin und her filmt und man erkennt halt nichts, aber also der Licht ist. Und eines davon verschwindet. Und das schaut schon sehr bemerkenswert merkwürdig aus, muss ich sagen. Weil nichts verschwindet einfach. Da haben auch keine Wolken, wo das drin verschwindet. Und selbst wenn das Ding das Licht ausmacht, dann müsste irgendwo ein kleines Futsal zum Singen sein. Quelle wo? So, wacht. Ich habe mir da Videozusammenschnitte angeschaut von Leuten, die das ein bisschen kommentieren, weil ich auch zu faul bin, dass ich mir die Scheiße aussuche. Aber, jetzt mal so, wacht, ich bin auf X gegangen und dann haben wir was gehabt? New Jersey Drones. Da muss ich jetzt ein bisschen scrollen. Wenn ich es auf die Schnelle finde, können wir mal hineinschauen. Können wir da eigentlich auch mehr? Ja, da ist ja da so viel Bullshit. Gehen wir einfach mit durch, das ist ja scheißegal. Da ist ja nichts drin. Ich benutze Twitter nicht, das haben wir, warte mal, kann man da wieder gerissen machen? So, jetzt pass auf. Ist so now uma cena de filme pre-apocalypto. Ja, aber was soll jetzt von so einem Video da halten? Warte mal. Ja, was die her. Was sind das wieder für Videos? Ich sage mal, was mir mal am meisten nervt an dieser Thematik? Warum haben offensichtlich alle UFOs dieser Welt einen Filter eingebaut, dass jedes iPhone 16 auf einmal eine Videoqualität von Arsch hat? Why? Was soll jetzt von dem Video halten? Auf den Ton aufpassen. Oh, look at that, look at that. Look at that. Es ist ein Hubschrauber, ich sehe. Und wo filmst du hin, du Arschloch? Wo filmst du denn hin? Da fliegt das Ding über, aber der filmt Schwarze aus, der Trottel. Da haben wir noch was. Da wieder! Was ist das für eine Scheißqualität? Warum ist das immer in Pixelhausen aufgenommen worden? Ja, irgendwelche Lichter irgendwo, legt man am Arsch und dann haben die Videos aber 6 Sekunden lang. Mach halt lang! Wo Video lang? Warum? Nochmal, ich möchte das Thema nicht absagen, es gibt ein paar Aufnahmen, die sind wirklich seltsam. Aber warum? In Gottes Namen 30. Sollten das UFOs sein. Ja? Aliens. Oh, das sind jetzt Aliens aus einer anderen Dimension oder von woanders her oder keine Ahnung was. Warum sollten die blinkende Lichter an einer UFO ohne bauen? Warum sollten sie das tun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Sie können durch Dimensionen reisen, sie können von Planet A zu 8 Milliarden Lichtjahre irgendwo hinspringen, aber sie brauchen, weiß ich nicht, einen Frontscheinwerfer, weil sonst sehen sie nichts. Oder ein rotes Blinkelicht, damit das andere UFO nicht ins andere UFO reinfliegt. Why? Why? So ist das der Song dazu. Drecksvideo. Und da ein Beutel. Was das kann alles sein? Das ist irgendeine Scheißdrohne mit 5 Lichterl rundrum. Was weiß ich denn? Schau dir an, was das ist? Jetzt zwick mal deine Augen ein bisschen zusammen. Was das ist? Verdammter Gasherd. Mit einer Blende von -1000. Schau das wie ein angeworfener Gasherd, unterste Flamme, machst das Licht aus in der Küche, fotografiere UFO in der Küche. Herzlichen Glückwunsch. Oder sagt das bloß ich? Jetzt bestätigt halt das jemand! Oder sagt das bloß ich? Mittelmäßig für 9 Monate übrigens. Löwenzeit nochmal, gibt's, habe ich noch gelesen. Eine fliegende Wachstation. Zwecks Flug. Ja,
warum das Ding diese roten Blinklichter hat, das weiß ich schon. Weil es halt Flugverkehrslichter sind, aber UFO wird das nicht brauchen. Voll der Gasherd. Okay, passt. Ist so, ja, echt so, ich sehe das auch. Sehr gut, gut, da bin ich zumindest nicht allein. Da fliegt er dann davor, der Gasherd. Ja? Da, Gasherd. Weißt du, was das zum Beispiel sein kann? So wie mir das anschaut, sitzt der ja in einem Auto. Ja, der sitzt in einem Auto. Folgedessen muss er fast zwangsläufig, man kann das Fenster oben lassen, das weiß ich, muss er aus dem Fenster ausfilmen. Und in einem Fenster drin spiegeln sich gern dumme Sachen. Zum Beispiel Gaskocher auf dem Schoß. So das ich. Vielleicht eine Reflexion von seinem Tacho, Herr Plelle. Ja. Warum der blinkt, weiß ich nicht. Vielleicht muss er mal wieder zum Öl wechseln, ich weiß es nicht. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ja, warum nicht? Why not? Ja, vielleicht ist der Godzilla mit 2 Düsen im Arschloch. So, finden wir wenigstens ein Video. Oder? I just found 3 mystery drones in the air. Ja, das so eine Punkte da macht schon komische Sachen. Das ist. Also, quick. What in the world is happening? What? Update? Ist seltsam. Also, lassen wir das Thema UFO. Ich glaube nicht, dass es Außerirdische sind. Okay? Das ist einfach, was soll das? Es sind schon irgendwelche Drohnen. Aber warum? Man hat da, glaube ich, mittlerweile auch mit dem Militär gesprochen, mit der Regierung gesprochen, etc., etc. Und sie äußern sich nicht. Das Einzige, was sie äußern oder geäußert haben, bis jetzt ist, wir haben die Lage unter Kontrolle, es gibt keinen Grund zur Sorge. Das Schöne ist, das haben wir kurz vor Corona auch gehört. Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Kein Grund zur Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Das habe ich gesehen. Sehr gut war's. Sehr gut. Es gibt keinen Grund zur Panik. Everyone Panik! Dann reden wir um Horror Oktober 2025. Angeblich hat das FBI nichts gewusst, das glaube ich nicht. Also, mal zusammengefasst. Ich glaube, es gibt keinen gesicherteren Luftraum wie über die USA. Ganz besonders nach 9/11. Wenn die nicht wüssten, was es ist, dann fliegst du mit deiner autogroßen Drohne nicht mal auf 10 Kilometer bis an die Küste, ohne dass du 15 Raketen in der Fresse hast. Innerhalb von 60 Sekunden. Und nach 10 Sekunden wenn's der erste gespannt. Wenn die nicht wüssten, was es ist, sag ich, wie es ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da fliegt einmal eine Drohne über New Jersey. Ja, wow. Sondern es sind halt mehrere. Und die Frage ist, warum? Was haben wir da noch? Right there. So there's usually another drone or spacecraft or whatever the heck that is. Ja, Spacecraft, ne? I don't know, it's like they're feeding off of each other. Na, heute halt einmal der Handy statt, du Rindviech! Das ist ohne Scheiß. Okay, I got the sprinklers. Here we are. Wissen leider eigentlich, dass man Handys auch quer halten kann. Wissen Sie das? Ich weiß nicht. Ja, aber das kann doch auch der Mond sein, so wie du filmst. Mein Gott, kehrt da schon wieder, kehrt da Tentbroer, kehrt da. Ah ja, das schaut ein bisschen interessant aus. Jetzt passen wir auf. Was ist das? Das ist keine Reflexion in der Fensterscheibe, da jetzt sagen, was ist das? Also nichtsdestotrotz, ja, es sind nicht irgendwelche Drohnen, wahrscheinlich von uns baut, und nicht von irgendwo anders, aber was ist es? Das meinst du, ist eine Spiegelung in der Scheide?
Ups. Die gute alte Scheidenspiegelung, Entschuldigung. Das glaube ich nicht. Du siehst nämlich da schon Spiegelungen in der Scheibe. Da und da. Und vor allem da sieht man Spiegelungen. Und das darf so nicht ausschauen, wenn du da hinzoomst, da bin ich mir sicher. Das da sind auch Spiegelungen. Das da und du siehst richtig, wie die mitgängen, wenn sie an dem Ding vorbeifliegen. Und ich glaube nicht, dass das mit einer Spiegelung machbar ist, dass das Ding dann rechts außen. Weiß ich nicht. Und deswegen die Lichter, weil du so nichts kennst. Herr Kolber, das ist eine interessante Theorie. Grün, Rot, rechts, links, sag mir noch. Lunze, schau mal bitte rechts in die Trends. Was ist denn rechts in die Trends? Superman, Faschismus, Realität, Lehrerin. Was haben wir da noch so? Heuchelei, E-Mail, Schwachkopf, was genau was kommt, Rückblick, Koalitionen, TV-Debatte, Frage der Zeit, TV Total, Zufall, Superman, Schwanz. Nein, da klicke ich jetzt nicht drauf. Oh mein Gott, ich hätte fast draufgeklickt. Warum habe ich da jetzt? Geh weg jetzt da. Letzter Schluss! Rot-Grün ist tot. Was ist tot? Grau ist das neue Schwanz. Schwanz. CDU ist das neue Schwanz. Ist eine Drohne, DJI Maverick 3 hat die gleichen Lichter. Die Zweier, und die kann auch so hoch fliegen. Das weiß ich. Ich habe Zweier gehabt, nicht lang, die habe ich dann wieder zugeschickt. Aber das Ding schaut so rund aus. So groß ist die DJI nicht. Aber man sieht schon, von da schaut es jetzt fast so aus, als darf man leicht schräg von oben drauf schauen. Dann sieht man die 4 Rotordinger und da haben nicht Lichter drin. Nehmen wir mal an, es sind Drohnen. Ganz normale Drohnen. Warum? Warum fliegen die Militärbasen ab? Warum schweben die über die Städte und nicht bloß eine oder so, sondern wirklich mehrere, etc., etc.? Der Madel. Alter, what year is it? Habitäre Preiselbeere, warum kein Twitch mehr? Bruder, wie lange warst denn du abwesend? Ich stream schon seit 1,5 Jahren nicht mehr auf Twitch. Twitch eine Fotze ist und mich nicht mehr streamen lässt, weil man nicht mehr zeitgleich auf YouTube streamen darf. Das ist alles. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Twitch dann, fuck you, tschüss dann. Weil sie es kennen. Und das glaube ich nicht. Weil die Leute neugierig sind. Warum? Weil die meisten Namen sind die Kuh von 69 haben. Da wird sich Organisation an landesweiten Spaß erlaubt haben. Das ist für mich auch, glaube ich, eine der naheliegendsten Dinge. Dass sich da irgendjemand einen groß angelegten Witz erlaubt. Das ist bestimmt ein Verschwörungsverein, der sich eine goldene Nase verdienen will. Ja, das ist für mich auch die naheliegendste. Das habe ich vorher irgendwann einmal gesehen. Jetzt pass auf. Also, Bruder, wenn das nicht fake ist, dann weiß ich es auch nicht. Achtung. I've been seeing them at like 4 in the morning. Have you? Like twice. Weiß ich nicht, haben wir jetzt nie auf online oder wo sind wir jetzt? Das ist, fuck, wie hat's denn geheißen? Wauzi, helf mir! Wie heißt denn das Ding? Der AMA Interceptor! Scheiße, wir werden von der AMA angegriffen! Nein, erinnere mich an Xaver, unser ausländischer Freund. Warte, das wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Crusade? Was nicht? Crucifer? Die eine heißt Crucifer und das andere Malediction! Ein Malediction ist! Das neue Mr. Beast Video. Ja, das ist nicht so weit hergeholt. Der hätte die Mittel und dem da die zutrauen, dass er sowas macht. Weiter. Vor allem, das ist dann wieder aller Fassaden ganz schwarz. Keine Lichter, kein gar nichts. Es ist halt irgendein Pferd, das ist doch. Ja, Kim, Alter. Hear it? Ist das der ferngesteuert drum oder was weiß ich, was es ist? That is just means. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Batman! Niemals auf diesem Planeten
schauen außerirdischen Raumschiffe aus wie in unseren Sci-Fi-Spiele, Filme, Medien, was auch immer. Nein, Mossman! Das sind Amazon-Drohnenlieferungen. Amazon-Drohnenlieferungen werden mit einer Amar Malediction ausgeliefert. Jetzt muss ich schnell schauen, aber nicht, dass da irgendeine Scheiße gezeigt wird, weiß ich nicht. Also pass auf. Eve Malediction. Die muss ich schnell her. Ja, genau, da haben wir es. So, Eve ist ein Spui, da habe ich ziemlich lang gespielt. Also, warte, wenn wir so mal. Da. Und Malediction in Eve schaut halt genauso aus wie das Ding, wo da geflogen ist. Da sage ich, halt dein Maul. Halt doch dein Maul. Ich glaube. Und das ist das Allergeilste. Das ist halt das Allergeilste. Da sagst du, wie blöd das manche Leute sind, das ist unfassbar. Watch the New Jersey drones fly around the Hudson River near the Freedom Tower. Bruder, wenn du nicht erkennst, dass das hier ein Flugzeug ist, dann kehrst du einfach weg, du. Vollidiot. Was soll das denn? Aber, schauen wir mal. Habe ich vorher auch schon mal gesehen. Das hat einen Grund, glaube ich, warum man das filmt. Ja, damit man einen Unterschied sieht. Das eine ist ein Flugzeug, das andere komisch. Da war eins, da ist eins, da hinten zwei. Weißt du, wie ich meine? Denke schon. Da schauen wir hin wieder. 1, 2, 3, 4 und ich glaube rechts war von der Kamera oder von einer Seite da hinten gesehen, ist auch noch eins gewesen, das man wegfliegen hat sehen. Und natürlich sorgt das für Aufsehen. Ja? Entweder ist es eine riesengroße Werbekampagne, irgendjemand erlaubt sich einen extrem groß angelegten Spaß oder was weiß ich. Warum ich auch nicht an Project Bluebeam glaube, in dem Fall. Also, Simon, mir ist für den Zwiegel 50. Ja, noch einmal, mir ist für den Zwiegel 50. Warum ich da nicht dran glaube, ist, diese Fluglichter. Die Fluglichter, die Dinger da haben, irritieren mich. Warum sollten sie das tun? Wer nicht weiß, was Project Bluebeam ist, und da gibt es tatsächlich Schriften davon, dass das tatsächlich ausgedacht wurde und niedergeschrieben wurde, ich glaube von der US-Regierung. Project Bluebeam bedeutet eine False Flag Aktion, um der Bevölkerung vorzugaukeln, wir werden von Aliens angegriffen. Das ist Project Bluebeam. Soll heißen, wenn das US-Militär ganz furchtbar geheim, keine Ahnung, in der Lage wäre, und UFOs vielleicht hat, man weiß es ja nicht, da wird er seit 50, 60, 70, 80 Jahren umeinander geschmerzt, bla bla bla. Man täuscht einen Angriff von woanders her. Was ist der Sinn dahinter? Da bin ich aber schlecht in solchen Dingen, das zu mir erklären, aber ich verstehe warum. Oleg wird wieder über Schwurbelei aufgeklärt. Smoking Ace, natürlich wird da über Schwurbelei aufgeklärt. Und Project Bluebeam ist mit Sicherheit keine Schwurbelei. Kannst du nachschauen. Sie haben nicht in der Lage, das zu tun. Noch nicht. Und dann geht es darum, wir haben eine Bedrohung von außerhalb. Und dann geht es darum, im Prinzip was wahrscheinlich alle zu einen und eine Weltregierung aufzubauen, um dagegen zu kämpfen. Und es gibt Papiere, wo das so niedergeschrieben ist. Das ist keine Schwurbelei. Aber man ist halt einfach technisch noch nicht in der Lage, das vorzugaukeln. Und ich glaube auch, sage ich ganz ehrlich, das wird ganz furchtbar schwierig zu Zeiten, wo jeder iPhone, das offensichtlich nur noch 1 Megapixel hat, und zu Zeiten von Social Media uns vorzugaukeln, wir werden von Aliens angegriffen. Und das glaubt jeder so. Ohne dass es vor seiner Nase gesehen hat, dass da, was weiß ich nicht, das kleine graue Manschkerl rausgeht und mit seinem Laser und schießt da irgendwelche Leute über den Haufen oder was weiß ich was deren. Oder ganze Städte wegbombt werden oder wie auch immer. Wird schwierig, das die Leute zum Verkaufen, glaube ich. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das da was mit Project Bluebeam zum Tor hat. Glaube ich einfach nicht. Das ist so amateurhaft und beschissen mit den Blinklichter und so weiter für den Flugverkehr. Das ist ein Blödsinn, weil sich der UFO-Sepp, wenn er uns ausreichern möchte, sagt, ja, Moment einmal, Klaus, hast du schon eine Nummern auf dem UFO hinter? Nein, ja, dann darfst du nicht mitfliegen. Nein, du darfst keine Menschen wegleisern, so nicht. Ich gründe schnell eine Bunkerbaufirma in die USA. Ja, gibt ja. Ich weiß es nicht.
Siehe auch Helldivers 2 Super Earth, ja, oder Starship Troopers. Das sind, im Prinzip sind das ja nichts anderes wie nennen wir das, Parodien einer solchen Zukunft. Starship Troopers und Helldivers zum Beispiel. Oh, Megapixel, weil alles schwarz ist. Herr Gustl. Herr Gustl, jetzt hätte ich mich fast noch verlesen und hätte es noch vorgelesen. Aber ich hoffe, ihr liest das alles selber. Ich habe von Mars Attack so arge Albträume damals als Kind gehabt. Ja, die Dinger haben so furchtbar ausgeschaut, ich weiß es schon noch. Und dann Pierce Brosnan, glaube ich, schneiden seinen Kopf ab und pflanzen einem Hund. Scheiße, jetzt muss ich Mars Attacks herkriegen. UFOs gibt's nicht, da der deutsche TÜV Unterbodenbeleuchtungen nicht zulässt. Ja, stimmt. Mit der Gesichtsgerät schauen Sie sich hinein, bis später habe ich die. Das wird ja wohl ja Bavaria One Space Programm starten. Das probiert er bestimmt in die USA aus, mit Sicherheit, ja. Der Gnedel Wutzler mit einem dezenten Hinweis zum Geburtstag, es geht zum 18. 18. Das heißt, ich kann dein Papp sein. Gnedel seht mir jetzt hier. So, was haben wir da? Können auch einfache Drohnen vom Besitzer sein und der fliegt halt da draußen im Kreis umeinander. Wann war das? Am 8. Dezember. Ja. When the drones eliminate New Jersey and fly to rural Pennsylvania. Haben wir jetzt mit Bierflaschen hochgeworfen. Was haben wir da? Oh, schaut ein bisschen aus wie Star Wars. Was eine will ich sagen, aber das Video ist wieder mal nur 14 Sekunden lang. Die komisch aus. Was ist das? Das ist keine Drohne. Es ist ja kein Osprey. Ist's nicht. Das ist kein Osprey. Das ist Osprey. Ja. Wer nicht weiß, was Osprey ist. Das ist dieses Senkrechtstarter, Propeller, Hubschrauber, Flugzeug-Hybrid-Dings. Das ist eine Techno-Wespe. Was ist das? Schaut ein bisschen aus wie X-Wing. Bloß ohne 3X. Es ist keine Drohne, es ist eine L-Drohne. Es hat nur Flieger von die Amos, das ist der Ohrspray. Egal ob Aliens oder nicht, ich habe jetzt ein Grasal und wenn ein Alien will, kann er mich rein. Lass das schmecken. Osprey kenne ich nur noch am Chili und keine. Na Gott, spreng. Flügeldrohne. Was ist denn eine Flügeldrohne? So ein Ding. So was da. Ja, aber die müssen doch fliegen. Die können nicht in der Luft stehen. Der XXX-Wing, neuer Suchtrend auf einschlägigen Plattformen. Das ist keine Flügeldrohne, sondern ein Nuri. Ein Harrier-Jet, die kennen doch wie eine Das Ding kann in der Luft stehen, das glaube ich dir nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ende des Gesprächs, glaube ich nicht. Nicht so. So oder so vielleicht ja, aber nicht so. Glaube ich nicht. Nö. Pterodynamics PX4. Was? Pterodynamics PX4. Na. 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 Nochmal von vorn. Nein, was haben das alle für rucklige Drecksaufnahmen? Was haben das für Leute, Alter? Na.
sehe ich keinerlei Form, die irgendwie nach oben zeigt für die Propellen, die nach oben zeigen. Da schreibt gerade jemand was Interessantes, da hat mich interessieren, wie groß das drum ist. Ja, das ist halt da. Es ist auch mit den Videos nicht, die leider alle zu blöd zu filmen. Die sind alle zu blöd zu filmen. Das ist unfassbar. Das ist ein IPS Controller Pro. Der liefert sich selber aus. Ja gut, was soll das? Das ist mir schon klar. Und jetzt pass mir auf. Ist aber, hört man das Ding, das ist so nah da, das ist jetzt keine von den Drohnen, die da umeinander fliegt, da bin ich mir sicher. Beziehungsweise, gehen wir gleich dazu. Dann muss ich da wirklich diese Musik unterlegen. Sag. So, und jetzt bei so 8. Und deswegen glaube ich, die einfachste Erklärung ist meistens die wahrscheinlichste. Irgendjemand erlaubt sich da einen riesengroß angelegten Spaß. Mit genau solchen Drohnen. Warum sollten die umeinander blinken wie die Behinderten? Sie wollen quasi gesehen werden. Sie wollen gesehen werden. Und das ist das, was mir ein wenig stutzig macht. Da. Tschüss, Sepp! Schon wieder nicht gesehen. Ich würde sagen, das sind die... Na, Punkt ist, die vom Mond kommen. Also Nazis schon wieder. Warum schreibt es nicht einfach Nazis? Nazis dürfen wir ja noch sagen, oder nicht? Ich darf mich auch permanent als Nazi und rechtsradikal beschimpfen lassen und darf mir ja Nazi einfach reinschreiben. Der Film Iron Sky sollte uns darauf vorbereiten. Und das Geld ist mein GZ an dich. Da kann ich da ausnahmsweise immer nicht besser. Die ist bei mir wirklich besser angelegt als im Staatsfernsehen. Dankeschön. Soll ich drücken? Nazi. Herr Walker, das ist zu viel. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. So, sehen wir jetzt da noch irgendwas? Ja, das sind irgendwelche Satelliten, die da oben umeinander pümmeln. Es hat ja schon irgendwelche Meldungen gegeben, ja, aus der Iran. Das sind nicht einfach Drohnen. Straight aus der US und fucking A. CEO of Saxon Aerospace here in Wichita, Kansas. I'm not normally a TikTok kind of a guy. I like watching this stuff every once in a while. But I'm a manufacturer of unmanned aircraft, military grade unmanned aircraft, as you can see one of my systems here. There's all of these mysterious. Es ist schon faszinierend, wie die verdammten Amerikaner bei sich zu Hause jeder zweite Landesfahne aufgehängt hat. Das, wenn es bei uns tust, hast 5 Minuten später Hausdurchsuchung. Und du wirst des Antisemitismus und des Ausländerfeindlichkeit bezichtigt. Das scheiß Video dauert 9 Minuten, leck mir am Arsch, Stücker Amerikaner, Mann. So, was haben wir da? Das ist ein Ferngesteuert. Das habe ich schon mal gesehen. Oh, leck, was meinst du, der Frose, dass er nicht hieß, der Typ. Was meinst du, wenn ich das Ding mit 80 erwischt hätte? Dunkel. Wird aber auch nicht langweilig, ich öfter das was laufen lassen. Bonk. Köstlich. So, weiter geht's. Was haben wir da? Was ist denn das jetzt wieder? UAP caught on ring camera in New Jersey. Das Einzige, was da Ring-Kamera-mäßig ist, ist das Logo da links um. Das mache ich da in Photoshop in 2 Minuten rein. Weiß jetzt auch nicht. Haben wir jetzt da, ist das, was ist das da? Was ist mit dem, schau dir das Video. Sieh dir dieses Video an und warum pixelt das so und warum ist, was soll denn das wieder? Damit man ja nichts erkennt. Und dass er jetzt da hingeht und die Drohne filmt, wie es am Boden liegt, das hat es auch nicht mehr da liegen, oder wie? Also, angeblich spielen sämtliche E-Autos verrückt, wenn die Dinger da umeinander fliegen. Was haben wir da noch? This is quite incredible footage. What do you make the drones in New Jersey? Off the drones. Keine Ahnung. Ja, genau, Alter. Was ist das? Sind das so Hologramme?
Those are some wild drones flying over New Jersey. China, hold my egg roll. Das ist es in China, also eine Drohnenshow. Naja. Vielleicht ist es ein Nikolausi, vielleicht hat der Elmar aber auch recht. Also ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. Sag ich ganz ehrlich, was ist denn das wieder? Ja, haben wir es auch wieder nicht. Wir haben eine Kamera mit Stativ, aber wir filmen sicherheitshalber mit dem Handy unsere Kamera mit Stativ und das komische Ding vor uns, weil... Was? Massives Drohnenmutterschiff spotted in New Jersey. Ich find's komisch, aber es ist alles bloß keine Außerirdischen. Oder sonst eine Scheiße. Und wenn die auf die Art und Weise, und wundern da jetzt mich bei der aktuellen Regierung nicht, auf die Art und Weise daherkommen und uns Project Bluebeam verkaufen wollen. Weiß nicht, Digi. Ich glaube, das war's wieder mit dem Thema. Ich glaube auch, ja. Ein einziges Video habe ich gesehen, wo es komisch ausschaut. Ein einziges. Und das finde ich jetzt da auf die Schnelle nicht mehr. Siehst du, das sind die... Ja, es gibt... Ja... Alles komisch. Alles komisch. Wieso geht da keiner her und nimmt einmal eine gescheite Kamera, stellt sie aus und filmt das Ding? Mit einer Anstände, mit einem Stativ, einfach mit einem Stativ so. Das ist dann schon mal klar. Und ohne 4 Pixel in der Kamera drin, sondern mit ein paar mehr. Verstehe ich nicht. Haben die keine Gewehre da in New Jersey? Ja, Texaner haben schon gesagt, wenn die Drohnen über einen Bundesstaat fliegen, dann fliegen sie nicht lang. Ich finde das Thema geil, weiter bitte. Ich mag das Thema auch, aber es sind nicht nur Schrottaufnahmen. Ich meine, was machst du mit dem Schund? Was haben wir denn da wieder alles? Going viral because of my commentary. Wow, es ist halt einfach ein scheiß Flieger. Was? Naja. They are here, Full Release Werbeaktion. Das ist auch noch eine Idee, dass das irgendwann jetzt riesen Medienwirbel auf dem ganzen Globus auslöst, eventuell. Und dann der große Reveal kommt und dann war es irgendeine Werbeaktion. Auch eine Möglichkeit. Die Alien-Sachen sind das gleiche wie die Geistersichtungen. Ja. Ist einfach schwierig. Wir sagen eigentlich, dass die Aliens, wenn es gibt, schlau sind. Stimmt. Gut, wenn sie uns eine Million Jahre verrohen, sind sie wahrscheinlich schlau. Das Problem mit Kugeln, sie fallen irgendwann wieder zu Boden, wenn man in die Luft schießt. Das stimmt. Das ist aber dem gemeinen Texaner von Weltwurst, glaube ich. Als Werbung für den Trump der Anti-Space Force. Gibt's sowas? Hab ich noch nicht gehört. Darf mich aber auch nicht wundern. Press F für die Schrottaufnahmen, ja. Naja, hätten wir das auch durch. Haben wir sonst so? Was war sonst so los? Jetzt die nächsten 2 Wochen. Tu ich die nächsten 2 Wochen. Ich sag's, es ist ein bisschen PON. Viel schlafen. Fressen wie ein Schwein. Jetzt gewesen sein. Und an Silvester werde ich mir ordentlich Lichter ausschalten. Vielleicht auch schon an diesem Wochenende. Schauen wir mal. Tarkov-Wipe ist Weihnachten. Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ein bisschen in Tarkov hineingespielt mit dem Spezi. Das ist nichts für mich. Nein. Shooter gang ich nicht mehr an, das ist nichts für mich. Immer ein Flankensteak vom Hirsch, das hört sich gut aus. Secret Level schon angeschaut. Nein. Morgen Therme Erding, hört sich gut an. Fressen bis die Ohren raushängt, richtig. Das ist Werbung von Disney für die neue Raid-Trilogie. Ich werde mir ein oder 2 einwerkeln. Ja, werde ich ein, nicht 2 Wochen. POE2, Saufer, Raucher, Fressfleisch wiederholen. Ja, ich fürchte, dass POE bei mir nimmer so lange halten wird. Also ich werde ein bisschen ins Endgame hineinpimmeln. Ich schaue mir das einmal noch an, ob ich vom Delirium noch einen Stor fertig kriege, von den Rifts noch einen Stor fertig kriege und mir mal die Bosse anschauen. Den Chaos-Boss probiere ich mir nochmal. Und öfter wie einmal probiere ich den nicht, weil kannst schon mich gern haben. Googeln, wie ich aus meiner Scheide einen Spiegel mache. Ein Marvel Maniac wird wohl viel polieren müssen. Aber jetzt wack. Marvel Maniac, ich darf mir umschauen, weil ich glaube, sie ist billig. Los.
Ich muss für meine Psychologieprüfung lernen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen! Ich pack's mal in die Arbeit, schöne Feiertag, sehen uns im Februar wieder. Was im Februar? Ich geb noch im Januar wieder. Kuba hat ein schlechtes Internet im Januar, wenn ich am Strand liege. Au, jetzt wack. Und wenn du am Strand liegst, wirst du den das Mini anschauen. Schleichen sie sich davon. Merci dir, Patzi, habe die Ehre. Der Gustl schreibt, ja, PoE jetzt auch 120 Stunden und langsam wird's öde. Oh, dann haben wir ziemlich gleich auf. Also wir haben ja fast die letzten 1,5 Wochen haben wir eigentlich jeden Tag nichts recht für anders da. Wie weit bist du, Mr. Gustler? Ah, Moment einmal. War der Gustler nicht der Hardcore-Jar, der mich nach meiner Skillung gefragt hat? Der WoW, Hardcore, Suchtel, etc. Schon mal verreckt seitdem wieder? Weil nach 120 Stunden müsstest eigentlich so, na gut, wenn es natürlich immer noch vorsichtig spielst und bist mit Sicherheit über die Akte hinaus und im Endgame, aber wenn du schon in Level 15 Maps bist und noch nicht gestorben bist, sage ich Respekt. Heute für unmöglich. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! Ja, Max, wünsche ich dir auch. Freier und Norden lassen wir irgendwann einen Bildreporter ausmachen. Am 1.1. geht übrigens der Minecraft-Server meines Sohnes online. Orion Sky. War das jetzt ein Witz oder verstehe ich nicht. Der WhatsApp schreibt, ich hänge gerade mit meinem Monk auf Level 12 an dem depperten King of the Mist in dem Baumhaus-Level. Das ist der Morast. Die Map habe ich, die hasse ich auch. Was ist denn da gleich wieder für ein Boss drin? King of the Mist. Wenn es pressiert, gehst du ins Discord, fragst andere Leute, ob sie schnell helfen. Der Patzi schreibt, Pigabo! Minecraft Community Server wo? Nein. Erster Boss mit 2 Phasen. Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe so viele Bosse umgehauen die letzten 1,5 Wochen, dass ich nicht mehr weiß, wer der King of the Mist ist. Nein, kein Witz, er hat seinen eigenen Server erstellt. Ja, warum nicht? Das machen die jungen Leute heutzutage so. Hardcore-Char mit Level 68 verreckt, das ist bitter. Dann einen normalen gemacht und jetzt bei Level 97 und nur noch 16er Maps laufen. Heilige Scheiße. Aber der 68er, der wird ja dann zum normalen, oder? Der wird dann zum normalen Char und dann hast du dann weitergespielt oder neu angefangen. Wobei es wurscht ist, 97 ist krass. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo ich die 16er Maps herkriege. Muss ich mehr corrupten, habe ich schon gesehen. Also ich habe schon einige 15er Maps corrupted, aber es ist noch keine Level 16 geworden. Kann da jede Level 16 werden, auch wenn die zum Beispiel bloß 3 Modifikatoren hat? Kann die auch 16 werden? Kennen wahrscheinlich so, ich habe glaube ich im Trading habe ich sogar blaue 16er Maps gesehen. Aber die haben nicht, was kosten denn die? Habe ich vorher schon geschaut und wieder vor lauter Schmerzen habe ich nicht aufpasst, ich Vollidiot. Wieso lockt es mir jetzt da eigentlich die ganze Zeit aus? Es darf nämlich auch erklären, wie du Level 97 wirst, weil du Mobs natürlich auch ein Level her hast. Waystone Tier 16. Schauen wir mal schnell. 3 Chaos Orbs. Gibt es die für Exalted auch zum Kauf? Was ist eine Chaos Orb Exalted wert? Was war das? 6. Ja, was bringt's mir, wenn ich Level 16 bin? Nix außer die scheiß Boss-Skillpunkte, die letzten, die man sich noch holen kann, weil Level 16 gibt's nicht. Ja. Komplett neuer Char, wollte was anderes spielen, dann habe ich mich die ersten 40 Level ziehen lassen. Ja, gut. Ja, okay. Dann ist das natürlich was anderes. Früher haben wir uns die PCs selber gebaut, heute werden die Server zusammenbastelt. Oder beides. Als erstes Mal ein Bab beim Wichteln gezogen. 2 Karten für Iron Maiden besorgen können. Was? Das erste Mal ein Bab beim Wichteln gezogen. 2 Karten für Iron Maiden besorgen können. Ich weiß, was Wichteln ist, aber wie kann man sein Bab ziehen, oder? Was? Du ziehst dann einen Bab. Ich verstehe es nicht. Mortel! Mir ist für den Euro 20 gehen. Bei Hacko, die habe ich auch komplett übersehen. Thanks für die gute Unterhaltung dieses Jahr und freue mich schon auf 2025. Lass mich raten, jetzt kommt Werbung für der Umfrage-Ding. PS, Leute, geht's dann auch ins Discord Pledge-Mats und macht die Umfrage zu den Bürger Community Awards. Tun Sie das mal. Gehen Sie in den Discord hinein.
Bei Hacker hat da irgendwas zusammengebaut. Ich sag's, was ist, ich hab's mir nicht angeschaut, weil es irgendwie seltsam ist, wenn ich mir meine eigenen Sachen anschaue. Da hat er sich viel Mühe gegeben. Ab ins Discord anschauen, los. Ich werde 2 Wochen lang extrem couchen und zocken. Bazooka Joe, das ist genau. Mir hast du übersehen. Lauser du. Olli, wo denn schon wieder? Ah, da, tatsächlich. Mir ist wieder ein Zwickel. Der Brotcheck Blue BM ist mein russischer Nachbar. Oh mein Gott. Brotcheck Blue BM. Halt den Maul! Gut, geil, merci. Musst du mal das Video vom Tomato Leaks über Area 51 anschauen. Ich finde, da ist alles plausibel. Das habe ich sogar gesehen. Das habe ich sogar gesehen. Mal schauen. Lassen wir uns die nächsten Wochen mal überraschen, ob da was rauskommt. Ansonsten waren es bloß irgendwelche behinderten Vollidioten, die mit einer Drohne anfliegen. Ich gehe jetzt Satisfactory spielen und höre Heiligabend wieder auf. Ja, wollte das jetzt ja sehr vernünftig an. Daniel, mehr als für 55 Monate. Frohe Weihnachten und frohes neues Jahr, Birger, bis nächstes Jahr. 6. Januar. Gustl, Birger, und mit dem Patch gestern haben sie das ganze Spiel doch ein bisschen leichter gemacht. Was gestern ist schon ein Patch gekommen. Wann ist es? Warum redet denn jeder? Da steht doch ganz riesengroß drüber Upcoming Patch Notes und Nerfs und so weiter. Die haben doch noch gar nicht implementiert. Oder nicht? Oder bin ich bloß wieder blind? Wieso wird das auf Steam nicht angezeigt, oder was? So, die letzten Neuigkeiten, Path of Exile 2, Upcoming Changes and Improvements. Aber da ist ja noch gar kein Patch nicht gekommen, oder? Beziehungsweise heute Nacht um 1 Uhr. Ja, gut. Jetzt ich hab mich nämlich schon heute Nacht auf 010E. Ah ja. Hab schon ein paar Sachen in dem Patch drin gesehen. Da hab ich mir schon gedacht, was ist denn jetzt los? Die Steffi! Die Steffi ist ein neues Mitglied im Squaddle! Küsschen aufs Nüsschen. Steffi, welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber dort Steffi. Dankeschön! Und ich habe mich schon gewundert, weil ich heute nämlich im Laufe des Tages irgendwann einmal PoE gestartet habe und schaue so auf meine Resistenzen und bin auf einmal 10 oder 20 Punkte über meine Resistenzen drüber. Also ich habe jetzt über 100 Fire Resi, über 100 Cold Resi und über 100 Lightning Resi. Und habe mir so gedacht, war das ein Anzeigefehler oder keine Ahnung was, oder haben die eventuell den Malus im Endgame ein bisschen abgeschwächt? Weißt du, wie ich meine? Und bei Witch haben sie Wille kaputt gemacht. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, dass man, also lesen tut es ja, als dass man einen Granatwerfer-Typen weniger hat. Die kosten, glaube ich, mehr Wille. Und die anderen kosten weniger. Oder sie werden einfach generell angepasst. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil es ist, sobald ich meine Viecher buff, ist alles One-Hit. Alles. Außer 5-fach buff die Bosse. Naja, mal gucken. Umfrage auf dem Discord, wo? Bei Hack oder ist es dein Job? Du musst schon im Discord dann schon anwesend sein. Das war nicht schlecht. Hast du den übertriebenen Sorcerer-Bild vom Männer schon gesehen? Nein. Da geht die Post ab. Nein. Ich hab mir nichts angeschaut. Ich hab mir immer noch nichts angeschaut. Ganz kurz einmal in Caesarian einmal zugeschaut, hab gesehen, so mit, ja, okay, der spielt ähnlich wie ich. Aber ich hab weder sein Gear angeschaut, noch seine Skillung, noch irgendwas. Aber er hat ein Schüttel in der Hand und alle machen diesen komischen Feierkreis mit den Schädel. Den habe ich mittlerweile auch. Finden nicht so super gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe nicht, aber das mit dem Schädel war eine gute Idee. What's up? Kuss auf die Nuss, aber die ja nicht WhatsApp. Merci dir für deine Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Gustl schreibt, ein Granatentyp weniger und die passive Fertigkeit, wo du die Blinks für Shield kriegst. Kosten alle Zusatzsteine im Skill jeweils 15 Wille extra jetzt. Ist auch nicht schlimm, da habe ich nämlich gar keinen Stor nicht drin. Also erstens gibt es noch nicht recht viel. Und ich habe gar keinen Stor nicht drin, weil er jetzt schon Wille technisch nicht mehr reinpasst. Es ist nur Mana-Rec. Mana-Rec und Live-Rec-Stor. Andere Storner, recht viele Storner gibt es für das Schild-Ding. Ich weiß schon, was du meinst. Habe ich auch drin. Solange sie es nicht tun, dass das Schädel nicht mehr verdoppelt wird, sehe ich da keinen Nerv.
Herr Pötzi! Birger, ich möchte mich für die geilen Streams bedanken und ich tue fressen, saufen und WoW zocken. Auch ich zock WoW. Das hab ich heute. Ich hab mich lustigerweise heute erst in WoW eingeloggt und gespannt somit, in 2 Tagen läuft mein Account aus, weil ich Depp vor einem Monat noch mal verlängert habe und dann nicht mehr gespielt habe und habe alles verkauft, was ich hab. S2 fit machen. Sireneninsel ist ganz nice. Hat es da irgendwelche Patches gegeben? Weiß man schon, weiß man, wann Season 2 startet? WoW, The What Within, Season 2 Start. Release Date und Season 2 Content. Von wann ist das? Vom 14.11. Sind so Release Date am 25. Februar. Es ist in 3 Monaten. 1, 2, gut, in 2 Monaten. Bruder, mein Krieger ist gegiert bis unter die Zähne hinein und mein Jager gelangt auch und selbst der Priester gelangt. Für einen Ring brauchst du 6 Wochen. Geschissen am Ring, Alter. Das ist nur künstlich im Spiel halten. Billo-Mechanik, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. In 2 Monaten ist in unseren Verhältnissen übermorgen, das stimmt. Ja, mein Hunter hat über 630 Kills, können also fair oder nicht. Aber erfahrungsgemäß 630 ist eh brutal. 630 ist utopisch. Wir haben, glaube ich, mit 610, 612 angefangen, dass wir 10er Kills clearen. 630 ist ja utopisch. Und erfahrungsgemäß von Season zu Season, wenn du das Top Gear aus dem Plus hast, kannst du sofort mit 8er Keys einsteigen. Garantiere, ne? Ich hab den Stab mit 100 Wille, den hab ich auch. Den musst du haben als Minion-Typ. Musst du haben, anders geht's gar nicht. In 2 Monaten, das haben wir noch gelesen, Equip mit Wille drauf, der Priester klangt immer bis unter Tat. Ja, nein, der klangt nicht ganz. Ich glaube, der hat, mit dem habe ich noch angefangen, habe mit dem 1,5 Wochen gespielt, der hat so. $570. Und mit dem haben wir schon in 4er Keys umeinander gerannt. Also gut, da haben wir allerdings auch alles auswendig gewusst schon. Werden wir Transport Fever 3 spielen, wenn es kommt? Ja, wenn es jemals kommt. Gibt es da schon irgendwas Neues dazu? Transport Fever 3. Transport Fever 2, dann 3. Gibt es nicht einen anderen Weg? Darüber hinaus stellt sich die Definition, ein TFT muss nicht inkompatibel zu TFT 2. Was ist das wieder für eine Scheißfrage? Transport Fever 3 in 2025. Kommt der Nachfolger? Es ist ja noch nicht einmal angekündigt. Ich weiß ja nicht, was an dem Spiel noch besser machen soll. Sag ich dir, was ist. Habe ich auch vor PoE, habe ein bisschen Transport Fever gespielt. Das ist der beste Aufbaustrategie-Shit, den es gibt. So, jetzt kriege ich Kreuz, weil ich schon wieder da sitze wie ein Vollidiot. So, was der aber jetzt noch? Das kann man nur verzeihen. Habt's noch einen Schwank aus der Jugend? Ich werde wieder mal ein wenig in WOT einsuchteln und ein wenig mittler Panzer fahren. Aber gut, geil, man kann WOT kann man nicht gemütlich spielen, das geht. Herr Bötzi, unser Raid-Lead hat den Ring aber als Pflicht drin, weil der geht bis 658 GS und hat voll geniale Sockel. Ja. Also, viel Spaß. Ich habe mich wie mit jedem Add-on innerhalb von 2 Monaten spiele ich mich mit WoW ab und dann ist es wieder gut für mindestens ein Jahr und eigentlich bis zum nächsten Add-on. Hab Scepter mit insgesamt 168 Wille, Kopf mit 27, Brust mit 50. Ich glaube, ich habe auf meinem 157 Wille, auf dem Kopf habe ich, wenn mich nicht alles täuscht, 30 und auf der Brust aber leider auch nur 30. Am Amulett kannst du noch Wille drauf haben übrigens. Und übrigens auch plus x Stufen zu Minions Skills. Aber ab dann kosten die Dinger so viel Divine Orbs, dass du in die Hosen scheißt. Zockst du nur Mannerlords? Nö.
Also irgendwann mal, wenn mehr Patches da waren, ja, können wir gerne mal weiterspielen, aber ja, Darth Yoda, ich weiß nicht, was man sagen möchte mit mich markieren, Punkt. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber gut. Ich hab Brust 95C. Oder 95C ist aber sind aber massive Glocken, so groß wie mein Schädel, oder was toll aus. Oder war das nicht so? Nein, Moment mal. Ist nicht je kleiner der Buchstabe, je größer der Buchstabe? Ist A ganz klein oder ist A ganz groß? Nein, ich glaub, da eben D immer geheißen hat, ist ganz groß. Kenne ich mich nicht aus, keine Ahnung. Gibt's eigentlich ein G-Körbchen? Und wie groß sind die? Moment, muss recherchieren. Hab plus 9 auf Minions, das klang für 16er Maps. Ich hab, lass mich kurz überlegen, ich hab plus 4 auf der Waffen, plus 2 auf dem Kopf. Ich hab mein Offhand weg da, sonst hätte ich 4, 2, hätte ich auch 9, plus 9, glaube ich. Aber ich brauch's noch auf dem Amulett. Und die haben so schweineteuer, dass ich mir das nicht habe. Das rentiert sich ja nicht für was. Ich hab kein Ziel vor der Nase. A ist wie ein Mückenstich. Was? Also A ist ein Mückenstich, okay. Also dann brauche ich gleich gar nichts anziehen mit A. Okay. Und das andere ist quasi der Brustumfang. Okay, ja, ich verstehe. Buchstabe A ist gleich klein. Okay. G-Punkt gibt's. Ja, es gibt G-Körbchen. Der Chef hat's auch mal wieder geschafft. Ja, Tax! Zeit ist one! Eine Freundin von mir hat ein Haar gehabt, das ist riesig. Also Haar habe ich auch noch nicht. Also gesehen mit Sicherheit, aber aber halt in echt nicht. Das denkst du dir doch jetzt aus, jetzt Lüge, was soll denn das sein? Was? Stimmt, wo bleibt die Besänftigung von Roofless? Stimmt eigentlich, gut, das ist eine gute Frage. Aber die Roofless-Videos dauern ein bisschen lang, das kriegen wir jetzt nicht mehr unter. Ich sag's euch, was es ist. Am letzten Tag wird keine Sekunde überzogen. Aber keine Sekunde nicht. Und Punkt 10 ist hier Zapfenstreich, Kinder. Der Pötzi schreibt, Birger, glaubst du, dass Assassin's Creed Shadow gut wird? Ich glaube ja, dass es der neue Short wird, in dem ich nicht 80, sondern 130 Euro umeinander schreien wird. Mit Haar kriegst du Gehirnerschütterung beim Motorboot. Schauen wir mal. Der Quirin schreibt was Interessantes. Was sagst du dazu, dass Ende 2025 der neue Fluch der Karibik 6 veröffentlicht werden soll? Hab noch keinen Trailer nicht gesehen. Spielt jetzt da Johnny Depp wieder mit oder ist der neue Jack Sparrow Margaret Robbie? Ich glaube, bei dem einen und bei dem anderen, da ich mir denken, mein Gott, los es sein. Lass es gut sein. Fluch der Karibik 1 ist einer der besten Filme ever und der ganze Rest ist ein Haufen Schrott. Und erst wie der 4. und 5. Teil gekommen ist, habe ich gespannt, wie gut Teil 2 und 3 eigentlich ist oder war. Und damals, ich war dabei. Ich war dabei. Gandalf vor 3000 Jahren, ich war dabei, wie man über Teil 2 und 3 ziemlich viel geschimpft hat. Genauso übrigens wie bei Matrix 2 und 3. Und man denkt, oh Gott, an das Scheißfilme. Dann kam der 4. und ich habe mir gedacht, wow, leck, war Teil 2 und 3 gut. Ah, leck mich am Fluch der Karibik 6 spielt der Keanu Reeves mit und knallt gleich alle ab. Hast du den Trailer zu 28 Years Later gesehen? Ja, habe ich gesehen. Spielt Cillian Murphy nicht mehr mit. Ich glaube, man sieht nur einmal kurz als Zombie. Mal nicht sehen. War 28 Weeks Later schon schlecht. 28 Days Later ist dagegen grandios. Guter Film, sehr guter Film. Ich habe gestern wieder mein Bierger-Playlist durchgehört. Klassiker wie WASD, Parker und Friese oder Stirb. Wann kommt die Konzerttür? So schnell nicht, glaube ich, fürchte ich. Der Watson Sepp 3000 schreibt, der Snape soll in der neuen Harry Potter Serie ein Schwarzer sein. Habe ich auch gelesen, ja. Ich weiß nicht, was man sich da wieder denkt. Hey! Hat ein paar Ideen für die neue Harry Potter Serie? Ja, was möchtest du? Was denn? Ja, das halt so, weißt du, sich Leute wieder beschweren und nicht anschauen. Ja, machst du einfach irgendeine unwichtige Person schwarz. Ein Snape, ist der wichtig? Ja, ist nicht so wichtig, mach. Vor allem das Lustigste ist, ein Harry, sein Vater, hat ja in der Jugend einen Snape gehänselt und gepiesackt und so. Das heißt also jetzt, ein Harry, sein Vater, ist jetzt offensichtlich Rassist. Klasse Nummer. Richtig gut. Richtig gut nachgedacht, ihr Vollidioten. Der Böttcher Bierl-Party war schon geil. Nein, wird nichts mehr. Da haben wir kurz einmal drüber geschmatzt. Vor 2 oder 3 Wochen hat mich jemand angefragt,
Da gibt es in Minga eine LAN-Party, die heißt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, verdammt. Irgendwas mit Net irgendwas. Und da hätte mich jemand gefragt, die suchen nämlich einen Streamer irgendwie und so weiter und das hätte ganz gut passt. Und dann habe ich mich da so mal so ein bisschen intern, sag ich jetzt mal, beraten und unterhalten und habe gesagt, so, nein. Es gibt keinen Grund, eine LAN-Party auszurichten. Ich weiß genau, wie das läuft. Erster Tag, ist mal wieder was Neues, keine Ahnung, aufgeregt, keine Ahnung. Und spätestens am Samstag um 12 Uhr Mittag weiß ich nicht mehr, was ich da sehe. Kannst nur alte Scheißspiele spielen. Da ist, glaube ich, zu viel Nostalgie, die da mitschwimmt, anstatt wirklich Bock. Wenn ich es selber ausgerichtet hätte, dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen was anderes gewesen, weil dann hätte ich es halt selber organisiert und die ganze Geschichte und so. Aber einfach da eine sitzen und ich bin jetzt auch da, weiß auch nicht. Nicht irgendwas, nicht hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Der Harry hockt dann wahrscheinlich im Rollstuhl, Hermine ist eine Lesbe und der Ron wäre der Chines. Ja, und ist gay. Was kriegt Birgit zu Weihnachten? Nix. Ich krieg auch nix. Wir schenken uns nix. Na. Kann man sonst dafür einen Blödsinn machen? Jetzt müssen wir nur irgendwie 20 Minuten totschlagen. Weiß nicht wie. Haben wir mich nicht letztes Jahr früher aufgehört? Irgendwann haben wir mal früher aufgehört. Nix, geil! Das versteht er sie nicht, was da geschenkt gekriegt hat. Ein Doku schauen. Eine Runde Potato. Nein, das machen wir nicht. Irgendwas besänfen in der Garten, aber was denn? Gib mir irgendwas Interessantes. Irgendwas, was interessant ist, dann können wir rein besänfen. Die Hunde kriegen aber schon was, die Hunde kriegen immer was. Was machen wir nächstes Jahr im Januar? Das ist eine gute Frage. Was machen wir nächstes Jahr im Januar? Also ich glaube, dass wir im Januar, der wir auf alle Fälle mal mit Indiana Jones weiter. Das ist einmal wichtig. Und dann bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich Stalker noch weiter spielen will. Bis dahin, und es ist in 3 Wochen oder so. Heute in, wollen wir mal schauen. 1, 2, das war heute in 3 Wochen. Und ich würde eher sagen, irgendwie da mit der Daisy DLC sticken. Aber eigentlich am besten auf einer Map, wo keine anderen Vollidioten umeinander laufen. Elden Ring, Night Rain vielleicht besänfen. Da gibt's nichts zum Besänfen, fürchte ich. Man sagt ja da nichts außer Elden Ring Szenen, wo nicht einer, sondern 3 Leute umeinander laufen. Roadmap 2025. Das lässt sich soweit nicht durchplanen, weil man auch nie wirklich weiß, erscheinen da und da die Spiele und so weiter. Ja, aber mit Community sagt, ja, aber was hilft ihm das jetzt, wenn ich den Trailer anschaue? Also da hat damit nichts zum tun. Spieleforscher 2025. Du beim Supermarkt weiter, haben da schon mittlerweile genug Patches gekommen, dass sie da was da hat. Oder das muss mit irgendwelche Menü-Updates und so einen Schmarrn. Wie schaut es aus mit Inscription? Das wird noch richtig gut. Stimmt, ja, aber das gibt auch nicht mehr her wie 1, 2 weitere Streams. Was gibt's denn so für Spiele 2025? Jetzt passen wir auf. Spiele Releases 2025. Was kommt denn da so? PS5 Spiele, alle neuen PlayStation 5 Games, Upcoming Games. Jetzt schauen wir mal. 2025, Upcoming Games. Was wir da durchkennen. Vielleicht gibt die GameStar was her. Jetzt bei so was können wir da umschalten. Ich weiß es nicht, ich denke schon. Machen wir so. So, servus, grüß Gott beieinander. Da sind wir auf der GameStar-Seite, da bin ich doch ab und zu mal, so ist das nicht. Und die haben eine lustige Release-Liste und an der orientiere ich mich ja oft. So ist es nicht. Das Problem ist jetzt bloß, jetzt müssen wir da ein bisschen zurückgehen, weil sonst bin ich da im Beutel. Aber angeblich kann man Elden Ring Neverend auch solo spielen. Das weiß ich nicht. Es ist ja noch nichts bekannt. Ich lasse mich von Trailer nicht mehr hypen. Ganz einfach. Deswegen, der Hype von Witcher 4 lässt mich komplett kalt. Interessiert mich ein Scheißdreck. Sag ich ganz ehrlich, da kann der Trailer noch so geil ausschauen. Ich glaube, CD Projekt Red erst, wenn sie es später abliefern. Genau wie mit allem anderen. Elden Ring geht solo und zu dritt.
Woher wisst ihr nicht, das alles? Oder haben das Mutmaßungen? Schauen wir doch einmal durch, was so alles kommt, was irgendwie in Frage kommen wird. So, Dezember 24. Haben wir da noch irgendwelche Spiele-Releases, die interessant sind? Symphonia, was ist Adventure, kenne ich nicht. Fantasia Neon Dimension ist wieder irgendein Anime-Kass. Ich habe nichts gegen Anime und ich beleidige jetzt da auch nicht flächendeckend Anime, aber ich kann mit diesem Artstyle in Spielen einfach nichts anfangen. UFL, was ist das wieder? Irgendeine Fußballsimulation am Arsch. Delta Force ist irgendein Taktik-Shooter von was? Timmy Studio Group. Timmy, weiß ich da was von was nicht? Oder was ist da los? Wir konnten der Herr Pötzit und viele andere schreiben GTA 6. Kein Mensch weiß, ob nächstes Jahr GTA 6 kommt. Habe ich da ein Release-Datum versandt irgendwo? Oder hat es nicht auch geheißen, dass da noch ein zweiter Trailer kommt im Dezember? Habe ich auch keinen gesehen. Ja, da war ich mal schwer vorsichtig. Ich glaube, dass GTA 6 nächstes Jahr auf keinen Fall erscheint. Mit Glück 2026, wenn nicht noch später. Kannst du mal Gift draufnehmen. Delta Force ist das Battlefield von früher. Ist halt auch wieder ein behinderter Shooter. Ist halt ein Multiplayer-Shooter. Der ist genau einen Stream lang lustig und dann war es wieder. Infinity Nikki schaut mir jetzt auch nicht so, was da mich interessieren. Ich scroll jetzt da einfach einmal grob durch, ob da was ist. Da Indiana, schau her! Indiana Jones hat ein gepflegtes 86% von der GameStar gekriegt. Da muss ich sagen, bis jetzt zurecht. Aber im ersten Trailer von einem Jahr steht 2025. Ja. Herr Purex, wie lange verfolgst du die Spieleindustrie schon in deinem Leben? GTA 6 kommt nächstes Jahr nicht. Ich glaube nicht. War schon lang ein Release-Datum da. Schon lang. Straßenmeisterei Simulator 2. Wenn wir denen einmal auf die Habenlisten schreiben sollten, brauchen wir wieder einen Simulator-Monat. Oder 2. Hilft nicht. Urban Strife. Rundenstrategie. Kenne ich nicht. Soul River, das behalte ich mir mal lieber. Das ist genau, was ich mir übrigens gedacht habe. Es ist zwar kein Totalausfall, aber dieses Spielprinzip funktioniert einfach 2025 nicht mehr, wenn das nicht ein komplettes Reboot ist oder ein Remaster à la Resident Evil 2. Mighty Morphin Power Rangers Ritas Rewind. Was zum Fick? Tankhead, Action, Alpha Channel, kenne ich nicht, The Spirit of the Samurai, Alien Rogue Incursion. Es ist nicht, so wie der Sonntag Ruhetag hat das vorher vorgeschlagen, ist nicht an mir vorbeigegangen, ich habe es natürlich gesehen, aber ich habe einen Namen nicht und dann habe ich es sofort wieder aus dem Gehirn herausgelöscht, wie ich gesehen habe, das ist zwangsweise VR. Na gut, aber schauen wir doch einmal nächstes Jahr. Was haben wir denn da so? Leider Gottes ist es noch nicht in Monate aufteilt, da können wir bloß ein bisschen durchblättern. Dynasty Warriors habe ich noch nie gespielt, kann ich nicht einschätzen. Final Fantasy interessiert mich nicht, weil ich mit diesem Psycho-Universum nichts anfangen kann, mit diesem Durcheinander. Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Das ist für PlayStation 1. Sin-Duality kenne ich nicht, Eternal Strands kenne ich nicht, Marvel Spider-Man 2 soll nicht schlecht sein. Ist es lang für den Stream. Foundation ist ganz nett. Das ist aber auch schon seit 5 Jahren, glaube ich, in der Early Access. Das ist also Aufbaustrategie, eine ganz nette. Oh! Das vergieße ich jedes Mal. Jedes Mal vergieße ich, dass nächstes Jahr Kingdom Come 2 rauskommt. Das muss uns lang carryen. Sag ich dir, was es ist, das muss uns mindestens 4 Wochen lang, 6 Wochen lang, mindestens einmal im Stream sein und wenn es rauskommt, 2-mal die Woche. Möglicherweise, wenn es vor Sonnenumstellung ist, weil dann streame ich am Wochenende nicht mehr, habe ich dann draußen gegrillt und gesoffen am Wochenende und nicht gestreamt. Am Anfang sogar dann an den Freitagen und so. Und das kommt halt schon am 4. Februar. Das kommt schon sehr bald. Das kommt schon sehr bald. Das kommt in 6 Wochen. Bruder! Da werden wir aber diesmal sowas von reinpimmeln, dass du sagst, da hat der da reingepimmelt. Auf das freue ich mich wie Sau. Also das carryt uns durch den ganzen Februar alleine, wenn es sein muss. Das wird nämlich auch nicht, das wird auch nicht langweilig. Weil da alles passieren kann. Da freue ich mich.
Der Basti sagt, ich bin ehrlich, das sagt mir gar nichts. Da haben wir damals, 2018 glaube ich, 2017, 18, ich weiß nicht mehr, wann der erste Teil ausgekommen ist, haben wir auch kurz reingezockt und da war ich nur der Meinung, so mit so eine Art von Spiele ist für die Art Community nichts und damals war das auch so. Heute ist das nicht mehr so. Und darum werden wir da ordentlich reinzocken. Da war es eins, war super nice. Das habe ich offstream auch komplett durchgespielt, fast auf 100%. Das war richtig gut. Richtig, richtig gut. Leider Gottes kann ich mich an fast nichts mehr erinnern. Ich sag's, wie es ist. Also handlungstechnisch weiß ich nicht mehr fein. Gar nicht. Wer es nicht kennt, Kingdom Come Deliverance, es ist, da können wir uns einen Trailer anschauen, oder nicht? Muss ich bloß schnell umschauen, nicht, dass ich da einen... Schauen wir uns einen Trailer an. Das rentiert sich. Auf Kingdom Come Deliverance 2. Und ein Trailer dauert 2 Minuten 50. Das fängt da schon gut an. Ja. Bitte lehnen Sie sich zurück. Kingdom Come Deliverance 2. G18. Das ist schon mal gut. Is that what you really want, son? No matter how many people you kill, you can't change what's happened. Ordentes Fortuna Juvat! Was it actually me? Fortune favours the brave. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Berghoff and ride back again. So I wouldn't expect much excitement there. Hans, look at me! My boy, war is a nasty business. And it is better to have your head on your neck and your foe on his knees than the other way around. These days we have all sorts of vagabonds, drifters, outlaws. War das Drehs aus dem ersten Teil? Ich weiß nicht. Entschuldigung, ich habe Pause gedrückt, das der aber nicht nochmal. And bandits roaming the country. I urge you all to be vigilant. You know who I am! You can't kill me. You're the same as me. You play the game. But you don't understand the rules. And in the end, you'll lose. I'm not like you. Sigismund is mustering his allies and their armed forces to Kuttenberg. He'll have torched all our fortresses and carried off everything that we possess. Now! Are we seriously gonna wait, cower in a corner? Or are we gonna drive them out in shame? I remember everyone I killed. Are you sure you didn't kill someone's father or mother? War is a nasty business. Brother, nicht sondern bisschen blöd natürlich, dass ich vor 5 Minuten noch gesagt habe, so ich lasse mich von Trailern nicht mehr blenden, aber ich weiß, wie gut der erste Teil war. Und da hat jemand auch was Interessantes gerade geschrieben. Jetzt finde ich es nicht mehr, aber da, die Entwickler haben überall angezogen bei dem Sequel. Und das ist genau, was ich mir auch gedacht habe. Ich kenne das Gameplay vom ersten Teil noch und das Ganze rundherum und die Open World und alles, und das war alles super nice. Herr Petzi, da! Mittendrin dabei! Kuss auf die Nuss, merci dir. Welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Chris. Guter Name, by the way. Und zwar ist da mein Eindruck, das ist jetzt 6 Jahre in Entwicklung.
Die haben die ganze... Staudi! Schluss jetzt! Zum Abschluss des Jahres schicke ich nochmal die erste Vordono für die erste Stream in 2025. Frohe Weihnachten, jetzt bis auf, einen guten Rutsch an alle. Staudi, Schluss damit. Kuss auf die Nuss, merci dir. So, nochmal. Jetzt, was macht man da jetzt? Gameplay vergleichbar mit... Also, ich versuche es zu mir erklären. Wer Gameplay sehen will, schaut sich einfach mal Kingdom Come Deliverance an so. Gameplay. Vielleicht gibt es schon Gameplay. Oder mal? Ja. Entschuldigung, aber ich schaue mir jetzt nicht die ersten 43 Minuten Gameplay von dem Spiel an. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Es ist First Person. Ich klicke einmal eine, lasse 1 Minute laufen und dann sehen wir es. Okay? Ja, das ist alles in-game. Enough. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. You have to move sooner. That's not it. You mustn't block until... Wenn ich an das Kampfsystem denke, kriege ich zwar jetzt schon wieder ein bisschen das Kotzen, aber was tut man in dem Spiel? Was macht das so besonders? Es ist ein Fantasy, es ist kein Fantasy-Spiel. Es spielt im Mittelalter, aber halt ohne Fantasy. Es gibt kein Mittelalter ohne Magie. Ja, im alten Böhmen, wo Städte in echt nachgebaut wird. Vergleichen kannst du, mit Fauna kannst du das auch nicht vergleichen, weil das Einzige, was die gemeinsam haben, da der Typ ein Schwert und eine Hacke und es wird auf den anderen eindroschen. Das ist das Einzige, was sie beieinander haben. Wie soll ich das erklären? Es erzählt eine unglaublich gute Geschichte. Es ist realistisch, ja, es ist auf Realismus natürlich getrimmt und nichts mit Fantasy und Magie und sonst irgendeinen Scheiß. Und es spielt halt einfach im Mittelalter. Und da war es, eins war einfach so gut. Es treckert im Mittelalter einfach. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, die Welt auch zum Schauen, es hat gut funktioniert und damals hat es natürlich Probleme gegeben, ja, die haben die Engine dafür eigens entwickelt etc. Oder halt auf eine bestimmte Engine aufgebohrt, ich weiß nicht mehr auf was basiert, ich glaube sogar auf der Cry-Engine, bin mir nicht ganz sicher. Da sind in der Tschechei sogar Google-Comments drin bei den Orten. Ja, das sind der Entwickler ist auch übrigens based as fuck. Also du wirst da drin kein Woke-Scheißdreck nicht finden und sonst irgendwas. Ist da nicht auf einmal jeder zweite schwarz oder schwul oder vor mit dem Rollstuhl umeinander oder irgendein Mist. Das wird es da nicht geben. Und es fühlt sich eben, wie es ohne Fantasy ist, so echt und geo. Ja, genau. Ich kann es auch nicht beschreiben. Und da waren allein schon ich kann mich nur erinnern, wie wir gestreamt haben damals, da haben wir von irgendjemandem so eine einfache Nebenquest einfach. Da schuldet mir irgendjemand Geld und das ist ein ziemlicher Suffkopf und du hast 100 Möglichkeiten, das Geld zurückzukriegen. Entweder du schleichst die eine, brichst seine Schatzkisten auf oder seine Kisten auf, klaust ihm das Geld oder du überredst ihn oder du gehst rein, wie wir es mir gemacht haben. Wenn ich mich richtig erinnert, beleidigt man ihn erst einmal in Grund und Boden und sagen, gib mir das Geld oder ich hau dir einen aufs Maul. Und dann kommt halt diese Art Kampfsystem. Die haben da Ewigkeiten mit so Schwertkämpfern und Schwertmeistern umeinander getüftelt, dass sich der Schwertkampf so realistisch anfühlt wie in echt halt auch. Also es ist nicht so wie in Fauna, da wo du hingehst und ich mache erstmal einen Super Shield Charge und dann mache ich einen Overhead Two-Hand Slam to your fucking face und drehe mich dann 15 Mal im Kreis und dann macht man einen Wirbelbob aus Diablo 3 und fahren wir über die Map drüber. Das geht ja nicht. Oder das Haus des Deutschen mit was, das weiß ich auch noch, Herrn Flippnase. Dann haben wir den Typen da verrannt, weiß ich noch, haben wir uns ein sauberes Faustduell geliefert, haben ihn zusammengeschlagen und haben das Zeug genommen. Und später haben wir dann irgendeinem Deutschen, haben wir Scheiße an die Wand und ich war von lauter so ein Kass. Es war einfach ein Rollenspiel. Ein auf realistisch, historisch, authentisch, Bernie, danke. Ich bin wieder mal zu blöd, um solche Worte zu finden. Historisch authentisches Rollenspiel. Und das macht einfach Spaß. Hört sich ja nicht schlecht an, danke dir. Schau da einfach mal, weiß ich nicht, was kostet das? Einser noch? Was kostet Kingdom Come 1 noch? Das ist 7 Jahre alt. Und jetzt haben sie eigentlich für ein Spiel, das damals schon richtig gut war, können wir mal in GameStar noch mal reinschauen. Jetzt einfach nur, wer mich jetzt einfach schnell interessiert, was die Kingdom Come Deliverance, was haben die damals für eine Wertung hergegeben? Ich finde, da kann man sich doch News-Tests.
von 2019. Nächste Seite, wo ist denn das Fazit? Wie viel Prozent hat Kingdom Come gekriegt damals? Finde ich nicht auf die Schnelle. Ist das nicht im Game Pass? Gute Frage, da kann ich euch auch schnell nachschauen, bevor sie wieder... Aber das kann nichts mehr kosten, das gibt's nicht. Was kostet es? Schauen wir auf Steam. Kingdom Come. Das kostet nur 30 Euro. Gut, aber irgendwo auch zurecht, das Spiel hat 100 Stunden Playtime. Schauen wir mal in Game Pass, was ist da so drin? Kingdom Come. Ja. Kostet auch 30 Euro. Nein, ist nicht im Game Pass. Glaube ich jetzt, um das auf die Schnelle zum sehen. Ich glaube nicht, dass es leider nicht im Game Pass ist. Kostet immer noch 30 Euro. Was kostet es auf MMOGA? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf MMOGA immer noch. Kingdom Come Deliverance Royal Edition 4,49 Euro. Da ist nichts kaputt. Grandios gutes Spiel. Auf der PlayStation ist es, glaube ich, gerade kostenlos. Das weiß ich nicht. Ist aber sehr oft reduziert. Denke ich mir schon. Ich meine, es ist 7 Jahre alt. Ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht anscheißen, wenn sie das bei einem Key auf MMOGA kauft oder sonst wo. Aber für 5 Euro, da ist nichts kaputt. Da haben wir schon größere Scheiße gekauft. Ich habe es damals für 1,80 gekauft oder so. Ist auch möglich, dass sie mal runtergesetzt. Doch ist es, hab's doch erst auf der Xbox gesehen. Ich sag's nicht, bei mir steht nur kaufen und ich habe einen Game Pass aktuell. Bei mir steht nur kaufen. Epic hat es mal verschenkt. Das, vielleicht kann es sogar sein, dass ich es über das auch habe. Ich habe es doppelt. Hat bei Steam im Sommer erst 3 Euro gekostet, ja. Also man kriegt es schon. Man kriegt es für günstig, da muss man nicht lang suchen. Wenn man das Googlens bemächtigt ist, dann findet man es für ungefähr 5 Euro und wahrscheinlich sogar weniger. Was, 7 Jahre ist das schon her? Ja. Ich glaube 2018, oder? Oder wie es halt rausgekommen ist. Was macht? Kingdom Come Release 13. Februar 2018. Ja. Also 5 Jahre und 10 Monate Zeit. Mr. DM, Grüße in die Schweiz! Merci dir! Dere, bin noch auf Arbeit, bin auch im Nachschau-Squad. Wünsche aber schöne Festtage euch allen und danke für ein tolles 2024. Die Schweiz hat die Ehre. Niederbayern auch. In die Schweiz. Kuss auf die Nuss. Merci dir. Es ist 10! Ja, dann müssen wir jetzt aber noch schnell durch die GameStar-Listen durchscrollen. Zumindest einmal noch schnell grob. Also Kingdom Come werden wir reinsuchten. Da werden wir 1-2 Wochen lang, Montag und Mittwoch, Kingdom Come. Ja, es ist einfach ein großes Spiel, das werden wir im Stream sowieso nicht fertig kriegen, weil es wahrscheinlich wieder 100 Stunden Schinken ist. Und da bin ich mir sehr sicher, dass es gut wird. Sehr sicher. Dann Civilization 7. Ich habe Civilization nie wirklich gespielt, hat aber eine riesengroße Fanbase. Und eventuell schaut man sich das einmal an. Kommt am 11.2. Ich weiß, ist das was für ein Stream? Ich weiß es nicht. Da ist Spur halt nicht so kennen. Es ist jetzt so eine Rundenstrategie-Geschichte, ziemlich komplex, zumindest bete ich mir das Ei. Bin nie warm geworden damit, vielleicht steigt man mal mit Civilization 7 ein. Dann, 14.2. Arsch Essence Gacker Shadows. Sollen wir uns das anschauen? Wenn es in dem Ubi-Pass drin ist. Schauen wir es uns vielleicht einmal an. Den Hype um den Schrott muss ich fast mitnehmen. Es hilft nicht. Tomb Raider 4-6 Remastered. Interessiert mich jetzt weniger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das keine neue Spiele sein, sondern es ist einfach bloß eine aufpeppte Grafik. Lost Records, Bloom and Rage, kenne ich nicht. Wow, das ist das nächste von Obsidian, das auch schon wieder abgesagt wird, bevor es rauskommt, weil da alles bloß noch Regenbogen, schwul und sonst was ist. Kaiserpunk, was ist ein Kaiserpunk? Aufbaustrategie. Habe ich auch noch nichts davon gehört. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Ja, schaut nach verrückten Scheiß aus. Dann, wo ich überlege, ob ich vielleicht mal endlich einsteige, Monster Hunter Wilds. Kommt Ende Februar.
Falls es Ubisoft noch gibt im Februar, Purex, hast du absolut recht, ja. Weil, wenn Assassin's Creed Shadows floppt, ist Ubisoft dran und weg. So wieder wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Monster Hunter Wilds. Ich habe das kostenlose Wochenende kurz gespielt. Und ich bin natürlich eine sehr direkte Steuerung gewohnt aus Elden Ring und Dark Souls und so. Und mit dem muss es sich auf meiner Seite halt nun mal messen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann so ein Riesenschwert genommen und versucht, auf das Monster einzudreschen und habe mir gedacht so, was zur Hölle ist das denn? Bruder, was ist denn das für eine schwammige Scheiße? Kann mir jetzt täuschen, ich habe nicht viele Waffen ausprobiert. Es hat da auch viele Anfangswaffen zum Testen gegeben, die sie wahrscheinlich alle unterschiedlich spielen. Und Monster Hunter hat eine riesengroße Fanbase und ist beliebt wie Sau. Da muss man vielleicht dem Ding einfach mal ein bisschen mehr Zeit geben. Werden wir uns auf alle Fälle anschauen. Auf alle Fälle werden wir uns das anschauen. Herr Burkhardt, mir ist für 62 Monate, bevor es vorbei ist, schöne Feiertag an alle und ausgestellt, nein, am 1., damit die Grenner was haben zum Aufringen. Da rege ich mich auch auf und ich bin mit Sicherheit alles bloß kein Grenner. Scheiße, geht in die Luftballerei. 5 Minuten später, das Herz nicht so teuer. Was haben wir noch? Two Point Museum. The Two Point Hospital habe ich durchgespielt, das war ein gutes Spiel, haben wir aber im Stream nicht gespielt. Split Fiction ist das neue Spiel von die, lass mich kurz überlegen, von die It Takes Two machen. Erst mal anschauen. Vielleicht kann ich die Bürgerin überreden. Macho kenne ich nicht, Xenoblade, sagt mir was, kenne ich, aber habe ich nie gespielt. Der Herr der Ringe, Tales of the Shire. Wenn ich die Hobbits schon wieder sehe, wie die da ausschauen, dann klang ich eigentlich hier schon wieder. Müssen wir uns aber eigentlich, das ist eine Lebenssimulation. Was kommt da so noch? Der First Berserker Kazan, Action-Rollenspiel, Atomfall, Songs of Six, schon ein bisschen also pixelige Grafik, sagt mir auch nichts. Wow, Valheim released endlich. Interessiert Valheim noch irgendjemanden? Hat seinen Hype wahrscheinlich auch hinter sich. Captain Blood kenne ich nicht. The Alters, War Mechanic, technische Simulation, Chronospace. Muss man da tun? Wieder so ein Simulator-Ding. Muss man Flieger zusammenbauen und so. Slime Heroes, sagt mir alles nichts, da ist nochmal Indiana Jones. News Tower, Wirtschaftssimulation, sowas interessiert mich eigentlich schon immer. Kingmakers werden wir auf alle Fälle spielen, das ist das, was du mit der M16 durchs Mittelalter mit dem Auto durchfährst und so. Judas kenne ich, 6 Days in Fallujah kenne ich nicht, oder habe ich zumindest schon mal gehört. Here Void War, The Last of Us Part 2 Remastered. Was? Nochmal released oder was für ein PC dann? Hätte man eigentlich da warten können, gell? Mandragora sagt mir was, habe ich schon mal gesehen, aber auch nicht wirklich auf der Liste. Project Zenk, Beyond Order, Tempest Rising, Infection Free Zone. Das glaube ich ist auch schon lange im Early Access. Das ist das, wo man auf der Google Maps Karten so Zombie-Strategie-Sachen machen kann. Das kann man eigentlich auch mal spielen, das ist mit Sicherheit lustig. Ja, und dann kommt was weiß ich, lang nichts, glaube ich. Ich scroll jetzt mal durch, ob mir irgendwas nochmal so wie Kingdom Come ins Gesicht reinspringt. Battlefield 7. How about fuck you, Battlefield? GTA 6, da steht mittlerweile auch Release 2026, aber gut, auf das kannst du dich nicht verlassen. Enshrouded soll nicht schlecht sein. Metal Gear Solid Delta Snake, das ist ein Remake vom 3er, glaube ich. War Snake Eater das 3er? Ich weiß nicht mehr. Steel Section 13. Badlands Crew, Titan Quest 2, aber gut, muss ich mit Path of Exile 2 messen und da werde ich nicht mitreden können, das kann ich am gleichen sagen. Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin. Ja, das müssen wir eigentlich schon spielen. Endzone 2, auf den Little Nightmares 2 habe ich natürlich Bock. Little Nightmares 3, da waren wir die ersten 2 Teile auch gespielt, die waren super. Ansonsten ist da nicht. No Rest for the Wicked, ob das jetzt was für ein Stream ist, ist jetzt wieder die andere Frage, aber ich darf mich drauf freuen. Industriegigant kannst du in der Pfeifer rauen, da habe ich Demo gespielt, das ist zum Kotzen schlecht. Echt, Smite kriegt einen zweiten Teil, spielt das noch irgendjemand. Prison Architect werden wir dermaßen spielen, da habe ich das eins auch geliebt. All Quiet in the Trenches, Rundenstrategie. Sonst ist da nicht recht viel, wo ich sage, das sind so die AAA-Geschichten, auf die, wenn kommen, spielen wir 100%. Project Lead, das muss ich fast spielen, hilft nicht. Cataclysmo haben wir auch schon gespielt, war auch nicht schlecht.
Oder sonst noch Mafia, die Old Country, das ist das Neue, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht. Da werden wir natürlich eine lunzen, wenn sonst, wenn sonst nicht fällt. Jetzt hat es mich wieder zurückgeschaltet und das hasse ich an der Seite so stark. Ja! Schaut ein bisschen düster aus, oder täuscht das? Das war dieses Jahr schon das Gleiche. Wir haben uns dieses Jahr die ganze Zeit mit Indie-Games über Wasser gehalten. Das werden wir wieder machen. Snake Eater war der dritte, mein persönlicher Lieblingsteil der Serie. Ah ja. War eigentlich mal eine lustige Idee, wenn man The Last of Us umschreibt in The First of Us mit Neandertal. Warum eigentlich nicht, ja? Das hat der Far Cry auch gemacht. Mit Far Cry Primal. Crimson Desert schaut ganz gut aus. Was war denn das gleich wieder? Ich habe also ein bisschen das Gefühl, Action Adventure kommt nächstes Jahr um diese Zeit rum, also im 4. Quartal 25. Also Rollenspiel. An irgendwas erinnert es mich. Aber ich weiß nicht an was. An ein Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist. Ja, da finden wir schon was. Ja. Da ist noch lange her, ja. Da findet man schon was. Da habe ich letztes Jahr viel aggressene Panik gehabt mit fuck, jetzt können wir einfach keine Spiele. Was tun wir jetzt so 3/4 Jahr lang? Oh. Und dann war es eigentlich eines der besten Jahre jemals. Mit den ganzen Simulatoren und den ganzen Scheiß. Wir probieren einfach Sachen aus. Jede Woche was anderes. Scheißegal. Regelt der Zukunft, Bürger. Ja, das hat er letztes Jahr auch geregelt und ihr habt es auch mitgeregelt, so ist das nicht. Die Telltale Games, ja, ich wünschte, ich hätte die Walking Dead Spiele noch nicht gespielt. Die waren grandios. Ich wünschte, die können wir im Stream spielen. Aber die haben teilweise so eingängig, da erinnert ich mich noch an ziemlich viel. Was jetzt mit dem Chat wieder, der mag aber nicht. Die Steffi haut sich jetzt hier. Schöne Weihnachten und guten Rutsch und guten Abend. Haben Sie der Steffi 28.000 Fs. Ich wünsche Ihnen ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und jetzt ist 10 nach 10. Freunde der Sonne haben wir leicht überzogen. Ich wollte am Punkt 10 aufhören. Das mag ich nicht mehr. Herr Burkhardt, merci für 62 Monate. Kuss auf die Nuss. Mr. DM, schöne Grüße in die Schweiz. Staudi, merci für den 10er und an den ganzen Rest. Ja, da findet man schon was. Meine Damen, meine Herren, so geht es dahin. Wieder ein ganzes Jahr durchgeblödelt. Ein letztes Mal. Ein allerletztes ist jetzt spät. Ich wollte eigentlich um 9 Uhr, oder ich habe es wieder vergessen, weil es wurscht ist. Da haben wir über UFOs geschmerzt. Ein letztes Mal. Heute ist der letzte Tag. Wer noch irgendwas vom Jahresmerch braucht und das vor 12 nicht bestellt, kriegt es vor Weihnachten garantiert nicht mehr. Die Frage ist, und so ehrlich muss ich auch sein, die Frage ist, ob es jetzt überhaupt noch funktionieren würde. Noch steht es dort. Wer heute noch bestellt, zumindest in Deutschland, der kriegt es bis zum 23. Dezember, Österreich auch und die Schweiz angeblich auch. Ich sag's wie es ist, verlassen drauf darf ich mich nicht, weil wann ist Weihnachten am Dienstag? Das müsste schnell gehen. Aber es kann funktionieren. Wer noch was braucht, jetzt. Es ist so wunderschön. Gehst du biergo.de, fertig. So. Das hat es wieder vollgebracht, wo die Hälfte von den Leuten fort ist. Was ist denn mit dem scheiß Chat? Was muss ich denn da einstellen, dass ich der Neilot beim lokale Datei Audio deaktivieren, wenn Quelle nicht sichtbar ist? Nicht deaktivieren. Browser bei Szenenaktivierung aktualisieren, Lesezugriff, Statusinformationen. Okay. Muss mal. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Schauen wir mal. Ist doch schon lange daheim. Die meisten, die jetzt noch da haben, die haben sie daheim. Das ist jetzt mein Teil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für 2024. Es ist absolut utopisch, dass nach so langer Zeit immer noch so viel Leid und mehr und vor allem Gaming-affinere Leute in dieser Community sitzen, dass es so lange funktioniert. Und immer noch mir Spaß macht und vor allem halt auch noch euch Spaß macht. Vielen Dank für alles. Das Jahr war genauso narrisch, fast narrischer wie alle anderen. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, ja, aber das es wird nach 8 Jahren immer noch nicht in meinen Kopf passen. Das ist, wie es ist. Vielen Dank für alles. Kuss auf die Nuss. Danke an alle, die im Chat mitmachen. Danke an alle, die immer zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Danke an alle meine Mitglieder, neu und alt. Danke für die ganzen Eskalationen. Keine Ahnung mehr anständig Danke geschenkt gesagt, außer nur immer in Kamera einbläht und gesagt, fick dich mit deinem Scheiß.
Danke schön für alles. So sieht's aus. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Lassen Sie sich beschenken. Möge es 4090er Playstations und Xboxen vom Himmel regnen und alles in Erfüllung gehen, was Sie sich wünschen. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde mir ein, zweimal sauber an hineingondeln und ihr hoffentlich auch. Und ich werde nichts da außer rumliegen, saufen, zocken, ganz furchtbar viel zocken, vielleicht auch kotzen, schlafen und fressen. Und am 6. Januar um 20 Uhr am Montag, das ist am Montag in 2 Wochen, sehen wir uns in alter Frische und mit 4 Kilo mehr wieder. So sieht's aus. Und jetzt schleichen Sie sich davon. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Danke für alles, danke für heute. Triple F für die Moderatoren, Octa F für Steffi und Quadruple Octa F für alle miteinander, dass die immer das ganze Jahr lang da sind. Dankeschön und nun schleichen Sie sich davon. Hauen Sie hinein! Schuss! Habe! Irgendwas symbolisch. Machen wir so. Oh, kriegt ein Foto vom Nikolaus Birger. Okay, tschüss! Scheiße, wir müssen auf Beenden drücken. Warte, ich sehe nicht hin, wenn ich so dumm schaue.